Hallo zusammen! Hallo zusammen! Jetzt, wir sind Steffi und Caro. Ich bin Steffi. Ich bin Caro. Caro. Genau. Herzlich willkommen zu unserem Klemmbausteine-Zusammenbau-Stream. Ich muss gar nicht mehr, welche Kamera ich muss. Ich weiss Kamera. auch nicht. Wir haben 3 Kameras hier. Eine, die auf mich richtet, eine, die auf Caro richtet und eine natürlich für auf den Tisch. Und das ist so irritierend, so, weil ich welche Kamera muss jetzt sagen. Aber genau, wir ersetzen ja heute Cyril, weil er in den Ferien ist. Und wir haben uns etwas überlegt. Und zwar haben wir hier die mega cute Nanoblock Pokémon-Sets, wo wir uns je 3 verschiedene Pokémon bestellt haben. Und die Dinger sind wirklich winzig. Ja. Also es ist ein Kniffel, sagen wir es so. Es könnte lustig werden. Yes. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach rein. Ich hoffe, von den Einstellungen her ist alles okay. Ihr hört uns gut, versteht uns gut. Wenn nicht, gebt uns bitte Feedback, wo wir sind echt darauf angewiesen. Hey Martin, wie geht's dir? Und yes, ich würde sagen, wir stürzen uns in das Getümmel. Ich freue mich. Und wir können uns dann während dem Zusammenbauen noch ein bisschen unterhalten. Im Gegensatz zu Gaming müssen wir ja nicht über Gaming reden, sondern können Wir können über alles. Genau. So sieht es aus. Seid ihr ready? Da seht ihr. Wir haben das natürlich schon parat gemacht. Unsere Stühle sind ein bisschen breit, darum... Unsere Stühle sind breit, wir nicht. Ja, voll. Die Stühle sind wirklich breit, Leute. Aber weißt du, das ist deine, das ist meine, das ist meine. Genau, so sieht es aus. Also, genau, ich habe mich für die Classic-Pokémon entschieden, hätte ich gesagt, von der ersten Generation. Ich habe nur eins, nicht Ja, stimmt. Wir sind halt altes Kaliber, gell? Ja, das ist so. Also die erste Generation habe ich auch immer noch am liebsten, muss ich zugeben. Und ja, ich habe das Pikachu, das Relaxo und das Glumanda. Eigentlich kann ich das Gengar wollen, aber das ist im Moment nicht mehr verfügbar. Ich war ein bisschen traurig. Nein, auf Anfang easy, nehme ich halt das Pikachu. Das ist doch auch okay. Ja. Und das sind jetzt 130 Stückchen. Und ihr seht, sie sind wirklich klein, die Dinger. Also, es ist wirklich ein bisschen grusig, wie klein die Dinger sind. Klemmbausteine. Ich habe das Pikachu schon zusammengebaut. Schon? Ja. Also ich kann wirklich sagen, es ist mühsam. Es ist fummelig wahrscheinlich. Es ist fummelig. Damn. Aber sie sind mega herzig, aber... Ja gut, aber wobei, also ich sehe auch gut, das ist Level 2. Das Glumanda ist auch Level 2, hat 120 Stück und das ist Level 3 Genau. sogar, hat 220 Stück. Ui. Wir sind gut ausgeglichen, das habe ich nämlich auch noch geschaut, als ich sie bestellt habe. Also nicht, dass wir hier einen Heimvorteil haben oder so, wir haben beide Level 2 und das Level 3. Und auch von den Steinen her sind wir etwa ähnlich. Also, 190. 130 und 140 und Ja, der ist natürlich der ist halt fett. Ja. Warum bist du so fett? Ja, weil er herzig ist. Er isst halt gern. Das kann ich nachvollziehen. Er isst und schläft gerne. Ja, das kann ich besser nachvollziehen. Und ich würde sagen, ich fange gerade mit dem Pikachu an. Nein, ich fange mit dem Glumanda an. Also ich habe 120. Ich habe strategisch überlegt. Ich fange mit dem Lapras an. Dann gehe ich zum Dragonier und dann gehe ich zum, wie heisst es auf Deutsch? Keine Ahnung. Das ist so eine Weiterentwicklung von Evoli. Ja, genau. Und ich, Volipurpa steht dort auf Deutsch. Warte. Also ich habe strategisch überlegt. Und was ist deine Strategie dahinter? Die sage ich doch jetzt nicht. Oh, wie Der Martin hat übrigens auch gemeint, oh, das Lapras! Ja, das ist schon herzig. Warte, jetzt so, das Lapras was muss ich nicht sagen? Da ist in die, hier, genau. Ja, das ist schon, das ist schon herzig. Ja. Ja. Und also ich muss auch sagen, das Lapras ist schon von der Serie her immer ein mega cute Pokémon. Das ist so gross und so gemütlich und schuckert so über das Meer oder über die See. Das ist halt schon mega chillig. Ja, muss man schon sagen. Oh, jetzt müssen wir da schauen. Ah ja, dass wir nicht zu verstehen. Ja. Ah, ja. Also ich habe von irgendjemandem auf Reddit gelesen, der geschrieben hat, auspacken können wir es ja schon mal. Ja, auspacken können wir. Er hat früher oder abziehen, als er Pokémon gespielt hat, ganz viele Lapras gezüchtet und freigesetzt. Aha, wie cool. Weil, Scheiße, ja. Weil sie ja also fast ausgestorben sind. Das habe ich noch herzig gefunden. Da habe ich noch einen schönen Gedanken gefunden. Ja, extra. Yes, das sind die klein. Oh mein Gott, das ist jetzt schon Krise. Also ich glaube, wir sind im Fall... Nein, schau mal! Siehst du das? Seht ihr das kleine, winzige
das ist so ein Einerblöckchen. Das ist sicher das Auge oder so. Ja. Ja, Teil vom Auge. Hey, das wird jetzt schon der Horror. Die Anleitungen sind wenigstens noch easy. Ja, das stimmt. Also. Nur auf einer Seite. Ja gut, das wird lustig sein. Also sie sind nicht angeschrieben, hä? Nein. Säckchen. Das heisst, wir müssen einfach mal alles aufmachen und probieren. Ja, let's go. Ich hätte vielleicht mal Sherry-Sauce mitnehmen. Wir haben keine hier. Das wird ja. eine Fummelei. Hey, definitiv. Ich glaube, es scheitert bei mir schon beim Aufmachen. Ja, sie bist nicht weiter. Ja, nein. Ah, die sind ja wirklich urgrusig winzig. Ui. Ja. Also, Ich glaube, wir haben uns da etwas aufgehaust. Ja. Hey, aber welches ist dein Lieblings-Pokémon? Das Vulpix. Das ist aber auch Herz. Ja, auch von der ersten. Mhm. Und Stratini. Also ist eigentlich klar, habe ich es gedacht. Ja. Aber ich muss sagen, das Stratini und das Dragonir, also das Stratini ist mega herzig, das Dragonir ist einfach wunderschön. Ja. Und dann kommt Und eigentlich das Dragoran ist einfach so... Mhm. Hast du Pokémon Go gespielt? Ja. Hast du mal ein Shiny Dragonir gehabt? Ich habe grundsätzlich fast nie Shinies gehabt, außer im neuen Spiel, im Legend of... Ich weiss, ich kann es nicht aussprechen. Arceus. Ich weiss, du kannst das auch nicht aussprechen. Arceus heisst Arceus. Latinisch. Dort habe ich es wirklich mal geschafft, Shinies zu bekommen. Und Hey, sorry, ich habe ein Shiny bekommen. Falls es fest rumknittert, müsst ihr das einfach kurz sagen. Aber sobald wir das Zeug offen haben, soll es wieder besser werden. Ich habe dort ein Shiny Vulpix. Okay. Das ist weiss. Ah nein, das ist Salola. Ja, aber ist es ist schon... also man sieht es eigentlich fast nicht, ob es Shiny ist oder nicht. Aber ja, es ist... ich habe recht Freude. Aber die Shiny Dragonir ist einfach so pink-orange. Es ist so schön. Orange. Ja. Ich müsste jetzt fast googeln, weil ich Es weiß nicht, wie es ist Shiny so schön. Also es Da hat gibt... dir jemand geschrieben, der Requiem. Ah ja, look, kenne ich sogar. Aha, du hast schon die ersten Fans. Ja, das sind die ersten Fans. Shit, da muss man aufpassen, dass man das Zeug nicht verliert. So, also, jetzt wird es nicht mehr laut. Fuck, sind die klein. Hey, kein Wunder, haben die beim Zubehör eine Pinzette dabei. Ja, vor Also, allem... so als Empfehlung. So, hey, kauf dir doch eine Pinzette, aber das Zeug willst du. Du musst noch aufpassen, dass die richtigen Steine dann auch wirklich... Sag mir, stell dir vor, du musst das wieder auseinandernehmen. Oh nein. Lieber nicht. Eine ist an die Wand schmeißen und dann ist es so. Du redest aus Erfahrung. Ich rede aus Erfahrung. Nein. Also das, was ich jetzt zusammengebaut habe, habe ich nicht an die Wand geschmissen. Okay. Aber das, was du nicht so Nein. zusammengebaut hast. Nani. Hey, Nein. ich hätte eine Passette mitnehmen. Ich hätte eine... Nein, er hat einen strategischen Vorteil gehabt. Das ist nicht so nett. Hey, was ist das? Was ist das? Du hast sortiert, hä? Natürlich. Mise-en-place nennt sich das, habe ich von meinem Papi gelernt. Er war Koch früher. Und, und er hatte ein eigenes Restaurant gehabt und er hat auch immer gesagt, Mise-en-place und du hast schon halb gekocht. Ja, das ist eigentlich so. Ja, super wichtig. Und ich muss echt sagen, auch von den Pokémon her, auch der ersten Generation, ich weiß nicht warum, aber ich habe die immer herziger gefunden als nachher. Dann sind sie immer wie komischer geworden. Ja, ich glaube, das ist so einerseits Nostalgie. Ja, das Ganze. kann gut sein. Und vielleicht auch ab und zu ist mir vielleicht nicht mehr viel eingefallen. Ja, das kann auch gut sein. Irgendwann so, warte schnell, ein Müllsack, da kommt noch etwas draus machen. Wer will schon nicht in den Müllsack? Genau, als Pokémon. Da kann man drauf. Ich sollte dir ja gar nicht helfen. Nein. Stimmt. So, also, ich habe es sortiert. Ai, das ist ja lustig. Und wie läuft es so bei euch? Garo ist oder immer noch Momos? Ja, das stimmt, der schaut mir immer noch los.
Also, ich melde mich sonst auch an für die Momos. Er macht recht geile Momos. Also machst du das selber? Ja. Okay, das ist natürlich recht nice. Das stimmt, er schuldet mir immer noch Momos. Ich erwarte noch eine Einladung. In der nächsten Stunde. Also nein, wann sind wir fertig? Am 1. Ja, also bei Mais... Hey, wann hast du das letzte Mal so ein bisschen baustellenmässig etwas zusammengebaut? Das letzte, was ich gemacht habe, ist der Bonsai. Also erst gerade in diesem Fall? Genau, das ist ja doch echt der Vorteil. Ich glaube, das letzte Mal, als ich irgendetwas in diesem Stil gemacht habe, war mit Playmobil, als ich ein kleines Kind war. Oh! Ich fühle mich gerade so ein bisschen Ding. Ja. Aber das Ja, kommt das ist schon. lang her. So, yes, also das kommt oben drauf. Ich habe schon gefehlt beim Anfang. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, kommt da jetzt nochmal einfach das Gleiche drauf. Ja, jetzt habe ich auch gedacht, so, hey, das ist einfach drauf. Ja, das kommt nochmal so. Uiuiuiui. Also das ist Kniffel, ja. ja. Das ist so. Und da kommt gar nicht mehr mit. Ja. Das das jetzt schon? Sinn mehr, Mann. Es sind schon 4 Jahre, als er mir Momo schuldet. Das ist schon 4 Jahre her. Ah, wait, das okay. Jetzt weiss ich, was ich falsch gemacht habe. Das ist also schon lange her. 4 Jahre? Ja. Wow. Freundschaft beendet. Freundschaft beendet. Shit, das gesagt, bist du dran, wenn wir wieder auseinander. Damn! Und irgendwann ist halt noch die Pandemie gekommen. Siehst, genau darum habe ich keine Nagellack drauf gemacht. Ich habe genau gewusst, dass das passiert. Ja, So. aber ich dachte, ich will fancy Finger haben. Ja, So. Ah ja. Es macht total Spass! Er weiss natürlich das Datum. Das ist klar. Ich habe sie nämlich gewonnen, weil ich bei seinem Hochzeitsquiz gewonnen habe. Aha. Hey, das kann doch nicht sein. Amo, warte, das ist noch eins. Wie, was haben wir 18 plus eingestellt? Das heisst, ich darf fluchen. Nein, ich habe nicht 18 plus eingestellt. Hey Spiga, wie geht's dir? Ah, es wurde geknibbelt. Ja. Also so. So. Ah, das brauche ich. Was ist das denn hier, brauche ich? Ich glaube, nachher habe ich gefühlt Kopfweh. Dann gehen wir ein Bier trinken. Ja, wirklich. Das ist von denen. Das ist von denen. So. Also wie weit bist du schon? Noch nicht weit. Ja, ich will von vorne müssen anfangen. Lach nicht. Wieso? Wie weit bist du? Mir fehlt vor allem eins. Schon. Oh, wait. Mo? Das ist gewünscht nicht. Nee, aber ganz ehrlich. Ist es runtergefallen? Ah, ja, nicht runtergefallen. Aber schau mal. Da ist doch ein weißes Rühr. Mhm. Die da. Aha, oh Gott, ich hab mir das. Ich bin schon jetzt blind, hey, Oli. 8.8.2018 muss ich sogar noch an das Datum erinnern, der Halunke, Wahnsinn. Eben, das ist sein Hochzeitstag. Ich hoffe, er kann sich daran erinnern. Ah, das ist doch Hochzeit. Ja. Ach so, ja gut. So. Jetzt nimmt er raus. Das ist gut. Ich sehe meine Chancen zu gewinnen steigen. Definitiv. Oh. Das Das ist ja perfekt. Eigentlich habe ich es nicht so. Doch, eigentlich kann ich schon recht. Du hast halt einen mega Vorteil, weil du ja regelmäßig so Sachen machst. Und ich halt so. null und ich bin jetzt schon total überfordert. Das ist ja so. Mm. Ich gewinne gerne. Ja. Ich nicht. Also ich kann auch recht haben, wenn wir Brettspiele spielen. Mhm. Aber bist du so jemand, der nicht verlieren kann? Ja, das kann man jetzt definieren.
Ich würde natürlich schon lieber. Gut, logisch, jeder gewinnt gerne. Und wenn ich meine Strategien habe und dann... Kommt gut, ich sehe das. Kommt gut bei mir. Es kommt gut. So. Vielleicht tun ich sie einfach auch falsch zusammensetzen. Ja, vielleicht. Wir Du haben, bist so schnell. wir haben nie definiert, dass es am Schluss ein Pokémon muss sein. Moment, schnell. Veto. Ja, jetzt ist es spät, jetzt sind wir schon dran. Jetzt. Sie so chillt. Aber schau, ich habe meinen Nagellack schon abgefärbt. Kann ich wieder. Das ist schon perfekt. Siehst du jetzt? Darum habe ich keinen Nagellack. Ja. Aber dann ist es dann markiert aus meins. Gut. Ja, aber sehe- das macht ja Block. Vor allem, ich sehe auch, ich bin da gerade den Kopf am Zusammenbauen. Du bist schon voll weit, oh mein Gott! Ich glaube, ich glaube, ich habe oben angefangen. Ich weiß es gar nicht, oder? Nein, ich glaube, nein, du machst es Blumanda. Ja, genau. Da weiss ich nicht. Ich glaube, beim Pikachu fährst du unten an. Okay. Ja, ist aber auch ein bisschen anders in dem Fall. Ja. Ja. Jetzt. Es ist asymmetrisch, das ist irgendwie unlogisch in meinem Kopf. Das ist wahrscheinlich die Bürli. Ist nicht hier ein Loch in der Mitte? Ist ein Loch in der Mitte? Ah, wahrscheinlich, dass sie weniger streichen. Vielleicht. Ich habe auch ein paar Löcher drin. So. Oh Gott, so einerlis. Und das kommt da. Ach, das kommt perfekt. Also, ich glaube, ich habe den Kopf. Komm, Caro, erzähl mal, was machst du genau hier bei Brack.ch? Also, arbeiten. Ah, wirklich? Sie ist die Leiterin von der Abteilungsleiterin. Genau. Von der Abteilungsleiterin. Von der Spielwaren. Die ist den ganzen Tag nur am Spielzeug Das ist es so. Also, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, ist Spiele austesten. Sie gibt sogar noch zu. Es wäre aber schon schön, wenn es so wäre. Gell? Eben leider nicht. Es hat leider auch noch sehr viel Strategisches dahinter. Und Marketing-Sachen. Aber ja, ab und zu doch testen wir ein Spiel. Bekommen ja auch sehr viele Samples. Das ist verdammt, gell? Das ist Ja. irgendwie cool. Und Ein bisschen spielen. so ein bisschen spielen ist eben immer schön. Mhm. Und sonst das ganze Marketing, Strategie, das Team unterstützen, wenn sie irgendein Anliegen haben. Ich glaube, ich muss mal anfangen. Wirklich? Nee, aber schau mal. So, das sieht jetzt nicht so falsch aus. Ja, habe ich auch gemeint. Aber die wollen ja, dass ich da in die Luft rausbaue. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Hä? Das ist... Ich glaube, du bist ein bisschen verwirrt. Ja, total. Es kommt mir ein bisschen schwer rein, ob dir jetzt helfen oder nicht. Das ist so. Hey, Katsumi. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, wer zuerst fertig ist. Sicher Caro, weil ich bin gerade total überfordert mit dieser Anleitung, weil es würde irgendwie heissen, ich muss in die Luft rausbauen. Aber das Das kann schon sein. Je keinen Sinn. nachdem musst du vielleicht, weißt du, so ein Klötzchen ganz. Ja, schon in die Luft, aber so, es hat halt keinen Boden. Also ich kann es nicht draufstecken, das ist sehr irritierend. Haben wir eigentlich einen Preis abgemacht? Nein. Schade. Das Kaffee kann schon. Das Kaffee. Nice. Das Kaffee. Ja. Also ich kann sonst schon noch irgendetwas erzählen, dass ich vielleicht ein bisschen langsamer werde, weil das ist schon so, Ja, wenn man am mach Reden das. ist. Ich bin um überlegen, wenn ich das so schaue, es stimmt, was ich gemacht habe. Der Ansatz ist da. Nein, es stimmt total, was ich gemacht habe. Darum irritiert es mich jetzt so. Das ist das hier. Und das Teil sagt mir jetzt so, ja, bau hier die Luft raus. Und ich habe gedacht, ich werde verzweifeln. Aber anscheinend nicht. Ah. Ja.
ist das so hier und das ist das Zweile, das irgendwie da raus muss. Aber es ist schon... Hure komisch. Es steht nur Challenges, die aber genau erst weiss, dass überhaupt jemand. Ja, eben, wer schneller fertig wird. Strategie. Fange ich unten oder oben an zusammenbauen. Marketing. Streamen wir zusammenbauen auf Twitch oder nicht? Ja, genau so gesehen. Genau so. Ja. Ja. Aber was sind sie so nett und geben dir Tipps? Wie musst du zusammenbauen? Zuerst unten anfangen? Nee. Also einfach eine Anleitung folgen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Die Anleitung machen. Ja. Aber es ist also doof, wenn du den Grund machst, dass das alles so ein bisschen zusammenbleibt. Mhm. Ja. Eine riesige Knübelei. Dann brauche ich die noch. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ja, erzähl mal. Was habt ihr im Moment bei euch in der Geschäftsabteilung so los? So los. Also ich habe Ferien, das heisst, ich habe eigentlich nichts mehr los. Ich habe morgen morgen Ferien. Morgen ist Ferien? Ja. Gut, Chiller. Gell? Er ist fort? Ja, wir gehen 2 Wochen auf Amerika. Schön. Dort ein bisschen gehen. Woher? Amerika ist noch gross. Florida, Tampa genauer gesagt. Gehen Gehen wir dort ein bisschen Ferien machen. 2 Wochen. 2 Wochen. Und ja, darum ich eigentlich alles so weit abschließen im Geschäft, dass ich mittlerweile Welche coole Neuheit oder so, die man auf dem Schirm haben. Momentan nicht gerade viel. Es ist halt so geil, so in den Spielwaren, je nachdem, was du halt willst. Also ja, was je nach... Wir haben nicht viel Neuheiten. Was sage ich da? Wir haben dieses ganze Pen-and-Paper-Zeug reinbekommen. Das ist jetzt endlich auf dem Shop. Aber es ist ja natürlich nicht eine Neuheit. Das Ja, halt schon, gibt es ja schon länger. Oder? Gleich. Bei uns ist es neu, oder? Bei uns ist es neu. Eben. Also, das, was der Siri aufgenommen hat, ist jetzt langsam auf dem Shop drauf. Yes, finally. Also man kann sich endlich seine ganzen D&D-Cravings rausgeben bei uns. Sehr gut. Ja. Und es ist also von den Brettspielen, habe ich jetzt gerade nicht riesiges auf dem Radar. Hast du das Tamagotchi zum Laufen bekommen? Hast du Batterien drin? Ich habe im Fall das Teil nicht mal aufgebracht. Also no joke, aber es war wirklich... Ich meine, du musst ja so einen kleinen Ding einen haben. So einen Schraubenzieher haben, ja. winzigen Schraubenzieher. Ja. Das ist ja schon Pain. Ja. Ja, so einen braucht man, das ist so. Mhm. Ja, aber sonst ist es recht lustig, es stirbt auch nicht so schnell. Wirklich? Ja. Aha. Ich habe es schon mal ausprobiert. Und es hat länger überlebt, als ich gedacht habe. Okay, nicht schlecht. Aber ich bin eben auch so jemand, wenn ich dann... ich verliere dann schnell das Interesse daran. Ja gut, das kann ich nachvollziehen, ja. Und, aber ja, es hat überlebt. Ich war stolz auf mich. Gute Mutter. Früher waren sie ja so richtig Pain. Früher, Ja, früher sind sie. das war ja so der Albtraum von jeder Mutter. Ja. Weil du einfach genau gewusst hast, dass du die Golf jetzt für nichts mehr brauchen kannst. Ja, vor allem du musst es ja immer dabei haben. Immer und überall. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Ja. Also bei mir kommt es gut. Schön für dich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das kommt raus. Glaube ich. Das freut mich für Danke. dich. Wahnsinnig. Ich spüre deine Freude. Mhm. Da siehst du, du bekommst Hilfe im Chat. Die geben sie dir sogar Tipps. Also am besten die Teile, die oben Noppen haben, nicht auf eine andere Seite probieren zu tun. Die ebenfalls Noppen hat. Mehr kann ich helfen. Ah, ja, super. Also so die 2 oberen Teile, genau. Ja, gut.
So weit konnte ich auch noch überlegen. Also bei mir Aber trotzdem danke für die Hilfe. Also du bist ja auch schon weit. So ein bisschen im Struggle. The struggle is real. Ja, aber echt. Also es ist nicht einfach, Leute, das kann ich nicht sagen. Also dass es so ein Gefummel ist, das geht ja irgendwie noch so. Aber also mit der Anleitung und so ist es irgendwie nicht ganz so einfach. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Schon, hä? Ein bisschen, ja. Mhm. Aber wenn mein Freund das kann, dann kann ich nicht so. Ah, er hat auch etwas zusammengebaut, gell? Das Genau, hast ich du habe ihm gesagt. mal so das Piano, also der Flügel, ist das ja, geschenkt. Und oh shit. Er hat es auch Und geschafft. er hat es auch geschafft. Geschafft und zusammengebaut. Ja, es ist zwar verdammt fummelig und mega instabil, aber das Zeug geht ja ab. Ja. Also sie sind wirklich cool. Sie und sind wenn's- instabil. Aber wenn du es zusammen hast. Aber so einen Basssetter oder so wäre schon noch. Ja, wär so schon für die kleinen Fummelteile. Ja. Das ist ja so. so. Und Leim. Leim wäre auch gäbig. Leim. Ja, aber Ja. dann kannst du, wenn du es dann einmal zusammengebaut hast, kannst du es dann nie mehr Ja, das ist auseinander. schon gut, I take it. Und auch wenn du falsch zusammenbaust, dann ist es einfach so gut, dann ist es dann einfach so ein Picasso-Kunstwerk oder Ja, so. ja, das ist schon okay. Kannst du dann immer sagen, es ist absichtlich gemacht worden. Genau. Ja. Künstlerische Freiheit. Genau so sieht es aus. Ein bisschen Kreativität muss man ja auch Genau. einbringen, oder? Du kannst alles aus Kunst verkaufen, solange du es gut kannst argumentieren. Voilà! So Wieso sieht es und warum? aus. Doch, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Das macht richtig Spass. Ja, ist Ich cool. finde es eigentlich noch schön, dass ich weiß gar nicht, ich glaube, ich löse jetzt einfach den Cyril für immer ab. So, weißt du was, komm, ich will jetzt einfach die ganze Zeit Cyril! kürzeln. Ich bin die Chefin, Ich bin die du sagst, Chefin. was ich mache. Genau. Zum Glück hört das das nicht. Kannst du aufhören? Ja. Nein, aber ich muss wirklich auch sagen, als ich ihm Abend zugeschaut habe, da im Stream, wie er da am Klötzeln ist, und ich wirklich gedacht so, boah, es sieht halt schon mega chillig aus. Mhm. Also bin ich auch ein bisschen neidisch geworden. Also machen wir das jetzt einfach nur noch, oder? Ich würde schon sagen. Ja. Ich muss einfach mit meiner Chefin schauen. Ja, du. Kommt schon. Ah ja. Überzeugungskraft. Ist ja notwendig, dass wir das machen. Eben, gell. Es ist nicht für unseren Das ist Spass. Content. Wir müssen Marketing betreiben. Genau. Es macht uns auch wirklich keinen Spass. Nein, es ist... Nein, es ist Arbeit. es Es ist- ist harte Ja, Arbeit. Es kostet uns Nerven. ja. Es ist wirklich... Wir machen das nur für euch. Ja, genau. Nur für unsere Nur Zuschauer. Für euch machen wir das. Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt auch schon ein bisschen schauen, was wir da so gemacht haben tatsächlich. Mhm. Ja, aber nochmal, das ist doch total verwirrend, wenn da noch... Das ist so, das kommt drauf, aber dazwischen kommt noch etwas anderes. Are you kidding me? Es sieht so ein bisschen Was ist das? wie ein kleiner Dino. Das ist eben richtig. Ich habe Mhm. gerne Dinos. Und Dinos sind auch cool, ja. Hey, bist du schon fast fett? Oh shit. Hey, schau mal, wie weit sie ist und wie viel bei mir da noch rumliegt. Bam! Ich muss ein bisschen Gas geben. Das ist eben Talent. Das ist einfach Ich habe nicht viel Talent, aber wenn, dann. Also. Aber das ist schon sehr irritierend. Es heißt wirklich basically so, hey, das kommt noch dazwischen. So. Ich glaube, die Strategie, die ich mir hier aufgelegt habe, die geht dann. Ja, merken. Mhm. Frech. Ja, das kommt ja wirklich schon richtig schön zusammen. Wir müssen es nur noch umkehren und zusammensetzen. Die Schwanzkecke. Also, aber am nervigsten sind die Einer da. Ja, die sind Horror. Die sind wirklich... Ja, das kommt einfach. So, und jetzt turn the body over. Ah. Okay. Nimm die wieder drauf hier.
Fest von diesen Teilen am Boden gefallen. Oh ja, viel Spass beim Suchen. Oder dann eben das Einsaugen, oder? Dein darf einfach nie gesogen werden. Nie. Falls irgendein Teil runterfällt, wäre das der Albtraum. Das wird man nie mehr finden. Ja. Und das kommt jetzt so rein. Oder noch eins weiter, so eins weiter. Jetzt musst du mir aber gleich deine Strategie verraten. Ich finde, das ist ein bisschen unfair. Also meine Strategie war so, die zuerst zusammenzubauen, die so einen Körper haben, der etwas breiter ist. Ah! Also hat jetzt mit dem Relaxer anfangen. Genau. Okay. Und warum? Weil es einfacher ist. Was ist daran einfacher? Ja, zum Zusammenbauen. Siehst du ja, wie du da komisch rausbaust. Fair. Ja gut, I see. I see what you did there. Ja. Das war meine Strategie. Weil, wenn ich jetzt das hier gesetzt habe, habe ich nämlich mein erstes schon fertig. Ich muss nur den Kopf draufsetzen. So ist das. Und der kommt jetzt nämlich da drauf. Ha? So drauf? Ja, schau an. Das erste fertig. Oh, Das Lapras, aber schon herzig. das ist mega cute. Hä? Ja. Ich bin einfach noch nie. Du darfst auf mich warten, Pfeifers. Nein. Verdammt. Ich hole die einfach auf. Also da machst du das zweite auf. So gemein. Aber schon etwa eine halbe Stunde habe ich jetzt gehabt. Wirklich? Mhm. Also, gehen wir das Drago ran. Ah, aber schau jetzt, das hat schon mehr Schritte. Oh, ja. Also wenn man es vergleicht, die Anleitung zu jetzt dem. Viel Spass wünsche ich dir mit dem. Ja. Viel Spass. Das, da kannst du mich in dem Fall wahrscheinlich aufholen. Ja gut, dann ich bin mir gleich noch nicht so sicher. Ich komme jetzt erst zu Schritt 5 von 9. Ey, nein. Ah, es The scheitert bei struggle mir. is real, Leute. The struggle is real. Du. Aber auch das schaffen wir irgendwie, also ich. Ich habe keinen Zweifel, dass du das Glumanda sicher heute noch fertig schaffst. Ja, ja. Habe ich auch keinen Zweifel. Ah. Ja, und Leute, wie geht es euch so? Habt ihr einen schönen Tag? Seid ihr ein bisschen die Sonne am Geniessen? Oder müsst ihr auch im Büro sitzen und arbeiten? Beruhigende Musik am Singen. Ja, ja. Ey, das ist unglaublich. Dann lacht sie mich noch raus. Ich lache dich nicht aus, ich lache mit Du dir. lachst mich an, gell? Ich lache dich an. Ja, ja. Sag ich auch immer. Ja. Ja, schau, du kannst mich jetzt auch ein bisschen auslachen. Schau doch jetzt, wie viel wäre das denn? Ja, und wie lache ich dich aus? Ja gut, das Relaxon, das ist auch ein Level 3. Das ist, Ja, das Relaxo wird ja wahrscheinlich das wird auch noch Horror sein. Ich sehe mich jetzt schon rennen. Nein. Mo! Nein, doch nicht brüllen wegen dem. Doch! Das geht doch. Das geht doch nicht. Könnte doch nicht traurig sein. Du musst mich gewinnen. Also soll ich mich jetzt ein bisschen zurücklehnen? Ja, erzähl mal etwas, komm.
Was soll ich noch für... Kannst du ein bisschen mehr von deinen Ferien erzählen? Von meinen Ferien das fände ich ganz erzählen? gut, ja. Also es ist eigentlich schon grundsätzlich gut, ein bisschen durchgeplant. Wir gehen mit meinen Kollegen Pärchen. Ich weiss nicht, ob sie... Vielleicht schauen sie auch zu, ich habe es nicht gesagt. Also falls sie zuhören. Hallo zusammen, viel Hallo Spass. Viel Spass, ja. Also ich bin ja dabei. Ich habe selber viel Spass wünsche. Wir gehen ins Universal, ich und Kollegin. Oh, nice! Ja, wir gehen 2 Tage. Mhm. Also eigentlich nur wegen dem Harry Potter. Ja gut, verstanden. Gell. Und Disney haben wir nicht wollen. Wir haben gesagt, nein. Nee, Disney ist doch auch cool. Das stimmt, aber wir gehen wahrscheinlich nochmal Disneyland Paris. Ah, ja. Das haben wir eben eigentlich mal noch geschenkt bekommen. Aha. Zu unseren beiden 30. Geschenk. Und ja, jetzt sagen wir ins Universal. Wir sind im Harry Potter Bereich. Ich bin jetzt zwar eben nicht so der Bahnentyp. Ah, ja, okay, doof. Also, mir wird's immer, also früher konnte ich es. Da hatte ich kein Problem gehabt. Und je älter dass ich geworden bin, umso schlimmer habe ich so den... Motion Sickness? Ja, genau. Oder was? Ja. Okay. Habe ich übrigens auch bei den Games. Wirklich? Mhm. Oh shit. Schade. Ich habe einmal ein Ding probiert, so ein VR-Brille. Oh ja, gut, aber die sind blöd. Die sind, ja. Danke, aber nein, danke. Habe ich dann für mich so gesagt. Ja, das ist fair. Und ja, was machen wir noch in den Ferien? In die Everglades gehen wir noch. Wir wollen unbedingt da mit wie heissen die Bötchen? Kanus? Nein, da die mit dem riesengroßen Van hinten dran. Da. Was sind dran? Da der grosse Dingsbums. Ah, Der! Bums! Weisst Sag nicht? das doch vorher! Eben! Ach, ich hab doch gewusst, dass du es kennst. Schon haben wir darüber geredet. Schön haben wir darüber geredet. Ja. Ja. Ich weiss, mir fällt das Dings nicht auf. Ich weiss es irgendjemand anders, wie die huren Bötchen heissen, wo man Mit drauf dem Dings hinten dran. Mit dem Dings hinten dran, wo man drauf hocken und Krokodile anschauen. Obwohl ich weiss eben nicht, noch Also nicht genau. auf dem Boot kannst du Krokodil anschauen? Ja, du fährst ja dann durch das Sumpfgebiet rum mit dem Bötchen. Okay. Und, Also wie so ein Safari-Bötchen. Etwa ja. Was ist ein Safari-Bötchen? Ah nein, Safari-Bötchen sind ja die riesengroßen. Du siehst sie doch überall in den Sendungen. Wenn sie... Ja, Ich sag dir, ich google es danach. ja, ist gut, guck es nachher. Also jetzt bin ich daraus rausgekommen. Du siehst... Ja, siehst du, genau darum. Darum. Darum, ich habe vorher die ganze Zeit über den Chat müssen achten. Jetzt redest du mal ein bisschen. Ja. Also, was kann ich noch erzählen? Noch Irgendetwas, das dich noch ein bisschen mehr ablenkt. Das finde ich voll in Ordnung. Irgendetwas, was mich noch mehr ablenkt. Dass wir irgendein Thema haben, wo ich mich darüber aufregen kann. Oh. Wieso du aufregst? Die neue Pokémon-Generation. Ja, da rege ich mich nicht einmal so darüber auf. Es ist einfach ein bisschen traurig, was kommt. Aber du, ich werde gleich immer alle Spiele spielen. Das Neueste wirst du sicher auch haben. Das, wie heisst es? Purple und Scarlet. Ja, genau. Ja, voll. Werde ich auch haben. Und spiele ich auch immer mit der Kollegin zusammen. Ja, gut. Dass wir Pokémon tauschen können. Ah, ja gut. Und ja, es ist halt einfach so Kindheitserinnerung. Es ist halt, wenn du ein Pokémon rein tust, bin ich gefühlt wie wieder 9. Du hast keine Sorgen. Ja gut, okay, das verstehe ich aber. Ja. Und es ist einfach alles nur schön. Ach, shit. Ich habe mir den Arm ausgerissen. Wie brutal! Ich kann nicht dafür. Kleine Scheisse. Die Einer. Nein, wirklich, die Einer sind einfach... Nein, ich finde die gehen noch. Welchen hast denn du so? Aber du bist jetzt auch gleich fertig. Sohn! Ja, gut. Es kommt, es kommt. Ja, was sind wir noch? Bei Pokémon? Ich hätte den Chat noch eine Frage an dich. Weiss es nicht. Sie dürfen alles fragen. Die Frage ist einfach etwas beantworten. Ja. Aber fragen dürfen wir alles.
weiss nicht, ob da der Kollege noch zulässt. Der, der mir Momos schuldet. Vielleicht ist er Momos, also ist er Momos machen. Das hoffe ich, ja. Er Er könnte es vorbeibringen. Ja, da wäre ich auch dabei. Ist Gell? gut. Einmal Momos bitte. Ich habe gerne die vegetarischen mit dem tibetischen Käse. Die Schon? sind, ja, die sind mega geil. Das habe ich noch nie gehabt. Hey, kann es sein, dass es zu viel von diesen Steinchen hat? Ich habe auch Gott sei Dank. Das hast du schon gemeint. Hey? Nein, du hast etwas falsch gemacht. Ich glaube, du musst das alles nochmal neu machen. Gara, tun sie es! Gut, aber das ist noch fair, weil die Dinge sind wirklich so klein und rumliegen, die kann man echt schnell verlieren. Oh, ja. Schau, er ist am Dota spielen. Ach, am Dota spielen ist er. Was? Jura Dreamer. Jura Dreamer. Aha, ich! Wegen Momos. Ah, you're a dreamer. Aha, so gemeint. Ja. Das ist er dann ist er nicht am Arbeiten. Nein. Und wenn er am Dota spielen ist. Ja. Schöckler hat frei, sowieso. Ja, wirklich. Das ist traurig. Traurig. Aber wenn er ja... ja, wegen Momos alle... Ja. Hm? Ja, nein. Ja, mal. Aber- Ja, aber Caro. Aber was? Ich weiss es auch nicht. Welche Momos hast du am liebsten? Es gibt ja verschiedene. Alles mit Hackfleisch. Wirklich? Also ich mache Also ja... es hat ja mit Beef drin. Genau, Da mit gibt's Beef. Ja, auch, ja. Und es ist wirklich lustig. Über TikTok habe ich... über TikTok hey, habe ich eine Soße gefunden. Wirklich... Soße? Ja, eine mega geile Dumpling-Soße. Okay. Über TikTok. Hey, aber Food TikTok ist mega nice. Ja, voll. Gell, wenn du mal so im Ja. Algorithmus drin bist, dann Die haben bekommst du recht gute richtig geile Vorschläge. Tipps, was Ja. so Food und so betrifft. Das muss ich echt sagen. Food TikTok ist super. Ja. Aber mein TikTok besteht zur Hälfte aus Katzen. Ja, bei mir ist es immer so eine Abwechslung. Katzen, Food, D&D ist auch noch recht viel Okay, nice nice. drin. Das muss jetzt da... Und das ist so Eis. manchmal kommen auch einfach irgendwelche Videos, wo du dich nur fragst, was? Ja, Wieso? gut, ja. Was habe ich angeschaut, dass ich jetzt das verdiene? Hast du geschafft? Oh. Ja! Einen kleinen Applaus. Danke. Ich bin stolz auf dich. Es ist einfach... Also man muss schon sagen, zum Teil sind sie ein bisschen instabil. Weil sie so auf einem oben hocken. So auf einem... Dings. So. Aus daher. Meine Errungenschaft. Ich bin so stolz auf dich. Und jetzt fühlst du dich schon besser, oder? Ein bisschen, ja. Hey, Santos. Nein, die Finger tun noch gerade nicht weh. Und deine? Nein, meine auch nicht. Also, Also es geht gerade wirklich sehr gut. so, da wieder rauf. Aber es ist... Du tust da schon alles so schön verpacken. Ja, natürlich. Aber es geht doch auf die Zeit. Ja, aufräumen gehört auch dazu. Aha. Ach so. Haha. Das mache ich dann auch. So, jetzt das fiese Pikachu machen oder zuerst den Chonk? Nein, Also- ich mache zuerst Pikachu, den Chonk mache ich dann, wenn wir die Finger tun. Ich bin arbeitslos. Der Brack will mich ja nicht. Ja, was? Aber seit wann? Ja, so. So. Santos, tust du in diesem Fall auch gerne Klemmbausteine zusammenbauen? So, ist jetzt das Weiss? Das ist Weiss. Wer macht das schon nicht gerne, Klemmbausteine zusammenbauen? Hey, ich hatte das im Fall nie auf dem Schirm gehabt, irgendwie. Das ist so entspannend. Das geht jetzt auch so. Das ist einfach wie ein Pain.
Ja, aber ich meine, es ist noch gemein. Schau mal, du hast so ein einfaches gehabt. Dies ist so eine halbe Pyramide und mir ist eine umgedrehte Pyramide. Du hast dir die ausgesucht. Ja, das Herzige. Hallo, das ist Glumanda. Und das Glumanda ist einfach das ist einfach eines der herzigsten Pokémon ever. Hallo. Oh, am traurigsten dort beim Anime, wo er doch ja... Und das Glumanda findet. Ja, oh, und ja. so auf dem Regen dort auf dem Stein. Sein Flämmchen ist fast ausgelöscht. Mhm. Das heisst ja auch, wenn das Flämmchen auslöscht, Das es stirbt. Wenn es drauf hockt und am Grennen ist auf dem Stein. Hast du ja schon ein bisschen brüllen? Mega! Ja. Ich bin so hoch im Wasserball. Ich brülle wegen allem. Ja, schon. Mega. Ganz schlimm, ja. Es kommt ein bisschen darauf an. Bei mir. Ach so. Nach Gemütszustand. Ah, okay. Weißt du, das jetzt noch nicht anordnen, mal schauen, wie das geht. Okay, jetzt haben wir 9 Steps gehabt. Das hat Nummer 8. Okay. Also, da bist du jetzt schnell durch. Ja, genau. Schneller sagt sie. Schnell. Also. Dann 1, 3, 4, 5 von denen. Nie Ordnung brauche ich aber schon. Ja, sonst, im Chaos. Ich lebe im Chaos. Ich lebe fürs Chaos. Ah, fürs Chaos das sogar? Aha. Wieso nicht? Kann man machen. Ja. Ich habe im Chaos meine Ordnung. Ist das so ein Chaos? Ja, schon ein bisschen. Ja. Also ich daheim? Ja. Gut, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen irgendwie. Und ganz ehrlich, ja, daheim muss es ja nicht super aufgeräumt sein, man muss sich einfach wohlfühlen. Das ist so. Und gut, seit du in der neuen Wohnung bist, bei mir immer mega aufgeräumt. Das ist wirklich zu. Das stimmt, das ist der neue Wohnungseffekt, gell? Ja, aber weil ich habe vorher, also ich habe 8,5 Jahre in so einer 30 Quadratmeter Wohnung gewohnt. Ja. Und dort hat sich halt also ein Zimmer. Und dort ist es halt schon so, dass sich halt viel angesammelt hat auf diesen 30 Quadratmetern. Ja. Und das hat halt einfach immer eng ausgesehen und chaotisch. Ich konnte machen, was ich wollte. Und jetzt habe ich eine doppelt so grosse Wohnung. Und jetzt habe ich einfach so viel Platz und das ganze Zeug irgendwie. Keine Ahnung. Also hast du dann auch gerade noch viel mehr gekauft? Weil das ist doch meistens so, dass du dann gerade noch mehr kaufst als... Nein, nicht sehr viel mehr. Also hat Möbel und alles, aber ich habe sehr viel vorgeschossen, sicher, die ich nicht mehr gebraucht habe. Mhm. Und so eine ist durchgereinigt. genau. Und halt einfach viel, also ich Möbel und so halt viel nachher gekauft, aber sonst eigentlich echt nicht. Wann bekommst du jetzt dein Büsi? Ist das... Das weiss noch niemand. Aha. Sorry, hast du Okay. so. Ich habe das noch niemandem gesagt, außer die Firma. Ich habe nichts gesagt. Ist gut. Dann wieder löschen. Ja. Ja. Aus dem Gedächtnis. Aus dem Gedächtnis. Löschen. So, jetzt habe ich den Kopf dann auch schon fertig. Ja. Und wie sieht es bei dir so aus? Hast du auch Fragen? Ich kann sonst auch noch eine Snackpause einlegen. Ja, das wäre noch gut. Warum essen? Das stimmt schon. So, der Kopf ist mal bei mir fertig. Das sieht aber auch geil aus. Echt? Jetzt geht es an den Körper. Ah, fuck! No! Das ist ja Horror. Nein, also echt. Was hast Schlimm! Was hast du dir nur angetan? Ja, aber echt. Das ist ja Hölle hier. Jetzt geht so richtig entspannt. Ja, schön für dich. Ich noch
noch so dumme Kommentare geben. Ja, also echt. Gerade wieder heim schlafen. Bist doch einfach ruhig. Ja, warum bin ich überhaupt aufgestanden? Das geht doch gar nicht. Dass du mit mir ein bisschen klötzeln. Ja, ich sehe das. Das ist also schon eine Ehre, dass du mit mir da klötzeln. Das ist nicht eher so, dass ich umgekehrt. mir da zur Verfügung stelle. Gut, ich glaube, es ist für beide eine Ehre. Ja, oder? vor allem fängt es ja schon. Ja. Geben sie ja schon zu. Eben, gell, es macht schon Spass. Ja, aber die Bassetten wäre schon gäbig. Bassetten. Noch so ganz lange Fingernägel. Oh nein, weißt du, wie mühsam? Jesus Gott, das kannst du ja gar nicht mehr machen. Hey. Ja. Das ist ja der Horror. Stell dir das vor. Mit einfach so riesen Fingernägeln. Da ein bisschen. Oh, lieber nicht. Du. Das kommt jetzt da. So. Und dann kommt das alles da unten dran. So. Gut, der Anfang von dem ist aber auch nicht einfach. Muss ich zugeben. Ja, ich würde schon sagen, du hast den schwere ausgesucht. Gell, ich habe mir nicht einfache ausgesucht. Das ist schon so. Ein Mitleid bitte. Oh, es tut mir wirklich so leid für dich. Ich spüre das Mitleid nicht. Du das wahrscheinlich wirst verlieren, außer es passiert jetzt noch irgendetwas. Das Wunder, Mensch. Ich weiß nicht, ich glaube schon Wunder. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das habe ich mir immer schon gedacht. Es wäre aber schön, wenn so gewisse Sachen... Ja, manchmal. Ja. Nein. Und es ist ja allgemein, ich hatte einen Heimvorteil, weil ich gewusst habe, dass das Pikachu mühsam ist zum Zusammenbauen. Das ist verdammt fies. Sie hat mich einfach reinrennen. Oh. So eine Asi-Brite, hey, wirklich. Alles zum Gewinnen. Du gehst über Leichen. Ich gehe über Leichen, ja. Alles zum einfach gewinnen. Hauptsache gewinnen. Ja. So sind sie. Ja. Dass wir das nachher auf ein T-Shirt drucken. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Egal wo, ich habe gewonnen. Ja. Ich sehe das. Tut das bei dir auch so doof spiegeln, die Anleitung? So ja. Es ist immer so ein bisschen verwirrend, welches Klötzchen das überhaupt brauchst. Weil eigentlich brauchst du es anders, aber wegen dem Spiegel ist es soll dir auch nicht anders gehen als mir. So. Ja, das geht jetzt schon weit. Wie geht diese? Ja, aber wirklich, das hat jetzt 2 Zwischenmögen. Ah, wait. Oh, ich muss mich mal für so eine Klötzl-Olympiade anmelden. Ja, voll. Mal. So, ich glaube, jetzt habe ich es geschnallt. So. Ach, Junge. Ja. So, okay. Oh Gott. Das ist ja... Ich höre es beklagen. Also ich muss mir das dann nochmal überlegen, ob ich das dann nochmal machen will. Wir können die mal probieren mit ganz grossen Klötzchen. Ja, ich glaube, mit das nächste Mal fange ich mit grossen. Ich habe hohen Bock auf die Vespa. Ich finde, die sieht so nice aus. Oh ja, sie haben wirklich sehr schöne Sätze.
Aber es ist halt immer, gell, ich würde mir auch so gerne viel von diesen Sachen kaufen. Aber wo tust du das nachher hin? Schon wieder. Also ich habe bei mir daheim im Büro ein Harry Potter Lego-Schloss. Aha. Das haben wir irgendwie gefühlt in 3 Tagen zusammengebaut. Uff, ja, das glaube ich nicht. Gut, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe eigentlich so viel Platz. Ich könnte echt noch mehr ein bisschen etwas, mehr, ja. Aber ja, gleich, also... Ja, wenn du Platz hast. Aber es hat so viele schöne Sets. Ja, es gibt ja auch Sätze, die machen sich extra Platz und so für so Sets. Das stimmt, ja. Und ein Arbeitskollege von mir, also ein Mitarbeiter von meinem Team, also der hat auch wirklich diverse Sets in einer Vitrine. Der hat sich extra Vitrine für das bauen. Krass. Ja. Oh, Jesus. Ja, dann hast du natürlich schon. Und ich habe eben auch so, also ich habe so viele Sammelsachen daheim. Oh, der Nacken tut mir vor allem langsam weh. Ich habe auch so viele Pokémon-Sammelkarten daheim. Ah, wirklich? Ah, gehörst du auch zu dieser Spezies, die so viel von denen hat? Ich bin eben ganz schlimm, wenn es so ums Sammeln geht. Oha. Aber das hatte ich als Kind schon gehabt. Okay. Ich habe immer Hast du alles gesammelt? alles müssen sammeln, wo ich toll. Also ich habe einen riesen Schrank daheim voll mit Herr der Ringe Sachen. Oha. Also auch so ein nerdiges Zeug. Bist du schon immer so ein bisschen nerdig? Ich bin schon immer so ein Nerdkind. Schlimmes Kind. Ein schlimmes Kind vor allem. Ja. Wieso ein schlimmes Kind? Ich war echt ein ruhiges Kind. Ja, Hast du mich einfach in eine Ecke hocken mit einem Buch und ja, das kenne ich. Das ist mir genau gleich gegangen. Immer ein Buch oder etwas zum Zeichnen und ich bin ruhig. Und dann ist es ruhig, ja. Ja. Also das ist immer das, was ich höre. Ich sage, es war ein schlimmes Kind. Also, ja, ab einem gewissen Alter immer, ja. Aber so ein bisschen hast du fortbewegen und selber Zeug machen, ja. Ich bin doch nicht raus. Ja, nein, wer? Raus. Stell dir vor. Nein, raus bin ich schon, als ich noch klein war. Dann bin ich noch rausgegangen. Bei mir ist es so lange gegangen, bis ich eine Brille habe bekommen und dann bin ich nicht raus. Ah, schon? Ja, und dann hatte ich eine mega schlimme Gehirnerschütterung. Da kannst du natürlich auch vergessen, dass ich da noch raus bin. Was? Wenn man dann nicht rausgeht. Ja, genau. Und wieso hast du denn... Also, wenn natürlich willst du das erzählen. Warum ich meine Gehirnerschütterung Ja. hatte, Mensch. Ja, halt Kinder, wie sie sind, gell, dumm da, beziehungsweise, kennst du die Gigampfi? Also weißt du, die Gigampfis? Und dann kannst du ja den einen so ein bisschen böse spicken. Ja, je nachdem. Ja, genau. Ja. Und ich habe die eine hat ein bisschen gespeckt und so, ja, weil ich es lustig gefunden habe als Kind, gell. Und sie hat es auch nicht so lustig gefunden und ist dann brüllend zu ihrem grossen Bruder gesäckelt. Oh. Ja, und dann ist der mit seinen Kollegen angetragen gekommen und die haben dann das Gefühl gehabt, jetzt zahlen sie es mir heim. Und haben mich halt auch so gespickt. Ich wollte gerade in diesem Moment runtergumpen. Und ja, dann hat es mich verdammt weit runtergespickt, also voll auf einen Stein, der dort rumgelegen ist mit dem Grind. Und ja, Hirnerschütterung, hallo. Scheiße. Ja, es war nicht so fancy tatsächlich. Nein, das tut... Du Recht dumme ungeil. Kinder halt, gell? Ja. Das willst du machen. Ja, Kinder, wie sie leben. das stimmt. Mir ist auch im Kindesalter ein Stein angeschossen worden. Oh, lustig! Darum ist meine Nase noch immer noch im Buckel. Das sieht man ja nicht. Ja, wenn du drüber fährst, Was nur das ist. nur das ist. Ja, wenigstens gut kriegen. Das ist so. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht schlimm ist, aber es könnte schlimmer sein. Ja, also es ist Gehirnerschütterung, kannst du ja schon je nachdem halt. Ah ja, viel Wenn's wirklich- vergessen. Hast du viel vergessen? Ja, sehr viel vergessen. Aber eben, das ist schon lange her von dem her. Ja, ist vorbei. Vorbei. Ja. So einmal. Es war einmal. Vor langer Zeit, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ne? Nicht wahr? Ja.
ist schön für dich. Danke. Ich freue mich richtig für dich. Not. Ich weiss, dass du dich so für mich freust. Das sind ja halt auch Pokémon liegt in meinem Blut, weißt du? Ja, ich merke es. Ich hätte eigentlich fast noch meinen Pokémon-Pulli mitgenommen. Gut, für einen Pulli ist es, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen warm. Eben, darum habe ich ihn nicht Ja. gelassen. Fair. Dann habe ich gefunden, den muss ich jetzt nicht noch mitnehmen. Das verstehe ich. Ist ja auch schön, ist es wieder so heiß. Oh ja, der Sommer Hennen vermisst. Also das muss ich wirklich sagen. Au. Ich bin natürlich so ein Sommerkind. Ich bin eigentlich im Winter geboren, aber Sommer ist echt meine Lieblingsjahreszeit. Ich bin auch im Winter geboren. Und du, wann hast du Geburtstag? 18. Januar. Am 4. Januar. Ah, sind wir beide Steinböcke? Yes! Darum machen wir Challenges, das siehst du jetzt. Darum kannst du nicht verlieren, ich sehe das. Ah, jetzt Das weißt du, jetzt macht Sinn. alles Sinn. Sie ist ein Steinbock. Ja. Ah. Ja. Fun Fact, ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie mein Papi. Fun Fact, am gleichen Tag Geburtstag wie meine Oma. Das ist so. Ja. Eine witzige Sache. Ja. Ich habe so ein Foto auf dem Nattel von ganz früher. Mhm. Und ich glaube, ich bin 2 geworden. Oh. Und dann sind wir so beide vor dem Geburtstagskuchen. Und ich bin ihn am Ausblasen. Und ich habe so das Gefühl, der Blick von meinem Papi ist, glaube ich, so «Scheisse, ich kann nie mehr Kuchen von mir alleine». Nein! Das ist so gemein. Ja. Nie mehr. Nie mehr Kuchen. Mm. Weißt du noch, was für ein Kuchen das war? Eigentlich so Schokokuchen. Hast du gerne Schokokuchen? Mhm. Also ich tue nicht Also Schokocake oder so richtig tortig, weißt du? alles. Also ich tue bei Süßem tue ich wirklich nicht diskriminieren. So. Also, Gerade so. Das ist süß, es ist immer gut. Okay. Ja, das ist ja nice. Ja, ich bin ja aber so ein bisschen skeptisch, sage ich mal, bei Torten. Ich habe Torten echt nicht gerne. Das Schlimmste ist Schwarzwälder Torte. Ach schon? Ja, das ist der grösste Hass für mich. Wieso denn das? Ich hasse das einfach. Ich finde es so grusig. Ich habe einfach Schlagrahm auch nicht gerne. Dadurch bin ich ein bisschen komisch vielleicht. Aber gut, ich habe einfach die Konsistenz und Rahmen und allgemein auch Milch und so hinterlässt doch so einen Film im Mund. Ich finde das so grusig. Hast du denn noch eine leichte Laktoseintoleranz? Leicht ist gut. Ja, aber tatsächlich kann ich die erst näher bekommen. Ich habe sie darum auch. Also ich finde es sehr schön, was wir alles gemeinsam haben. Ja, sag nicht. Das ist, da lernt man Sachen kennen. Voll. Januar Geburtstag. Leichte Laktoseintoleranz. Das glaubt man ja fast gar nicht. Hey, da steht sogar Start Assembling from this block. Aber das weiss ich echt damit sagen. Dass es wahrscheinlich Am wieder irgendwo einfachsten schmeckt. ist, wenn man einfach hier anfängt, ja. Ja, aber wenn wir gerade bei den Küchen sind. Was ist dein Lieblingskuchen? Mein Liebling. Oh, ich finde es gut. Es ist einfach ein Lemon Tart, finde ich so richtig geil. Lemon Tart? Ja. Wir haben in Bern einen, der einen Kaffee hat, also beziehungsweise der macht immer, also die machen immer Küchen dort, so richtig geile. Mhm. Und hey, also es ist wirklich, also jedes Kuchenstück kostet 5 Stutz. Mhm. Und dann haben sie noch eigenen Apfelsaft. Und das ist so fantastisch. What happened here? Okay, das ist echt nicht einfach. Hä? Hey, lach nicht! Das ist wirklich nicht einfach. Hallo, wir haben einen Skorpion. Oh, Skorpion. Aber der Skorpion schleicht sich an und sticht die Steinböcke. Da schauen wir einfach drauf. Und vertrampeln ihn, glaub mir. So schnell, wie wir den Berg da oben sind. Ja, genau. Okay, ich glaube. Okay, es geht schon, aber es ist ein bisschen.
gerade die Flügel anmachen und das sieht auch so richtig unfancy aus. Unfancy. 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 So. Das ist ein richtiges Ah, oh. Umsatz. Das ist falsch. Flügel sind ungeil. Ah, oh ja, du musst natürlich Flügel machen. Mhm. Shit. So, das ist schon einfacher. Jetzt macht es schon mehr Sinn. So. Eieiei. Das haben wir jetzt so richtig genau. Ja, wir machen das so. Das ist So. Doch, so kommt's gut. Ja, aber echt. Das drauf. Zweimal schauen, das kommt hier, ja. Ich wünsche euch Tieren viel Glück, wenn der Schütze kommt. Uff! Ja, Uff, Big Uff! das stimmt. Ja, sag nicht. Ich habe gerade Angst übernommen. Das ist so. Okay, ich glaube, ich schenke meinem Freund nie mehr so Zeug. Ausser du bist hässig. Außer bei hässig auf ihn, ja. Du weißt es ja gerade so. Ja. Sie hat Also, mir das geschenkt. Oh, sie ist wahrscheinlich wieder hässig. Genau. In dem Fall Oh. irgendetwas anderes machen. Aber eigentlich ist es schon noch cool. Ich komme immer mit Lust über, eben wirklich so etwas Grösseres zusammenzubauen. Das muss ich wirklich sagen. Es ist schon so, gell? Irgendwie fängt es schon. Vor allem, wenn du siehst, wie so langsam etwas entsteht und so. Ja. Das ist schon cool. Nein, ich bin handzahm. Das kann die Caro bestätigen. Mhm. Das ist doch schön. Dann sind wir froh, dass wir ist da nicht so. abgeschossen werden. Das ist so. Werden wir schon nicht gerade abgeschossen. Schwenker. Ja. Ja, schon noch. Glück gehabt. 3 von denen. Wo liegen einer? Also die Flügel sind wirklich Man muss auch nicht mit Flügeln nehmen. Ah, falsch, das habe ich falsch genommen. Ja, aber das kann verrutscht. fliegen. Ja, fair. Ah, nein, schau, den ersten habe ich schon. Das finde ich auch so geil, wenn du einfach da so turn over und dann bist du so. Genau. Genau, muss jetzt das rein. Da schieben. Ist jetzt das ein Tiger? So. Aha. Oha! Oft! So, muss man auch posten. Am Nachmittag bitte noch ein bisschen lernen. Ich wünsche euch noch viel Spass und geniessen eure Ferien und einen Gruß an Fabu. Sag ich, danke. Die Fabu? Mein Fabu. Heisst der Freund wie? Fabian. Ja, ist Fabio. Wenn jetzt unsere Freunde sogar noch gleich geheissen hätten. Hey. Nein. Also wirklich. Weißt du wie? Also das wäre mal zu viel des Zufalls. Ja, wirklich, hä? Oh shit. Oh nein! No! Ist es ein abgebrochen? Nein. Oh. Ist okay, es lebt noch so halb. Ja, ja. Ja, das wäre sehr gut. Hey, jetzt müssen wir ganz schnell studieren. Ja, schreib wegen dem Momus, da hat er recht. Schreib dir mal weg. Ja. Ja, unbedingt. Unbedingt, wäre das ist, echt schade. Das, Machst du 2 zu viel, bitte? Ich habe auch gerne Momos. du kommst einfach dann gerade mit, oder? Oder ich komme einfach gerade mit. Schleichst das können wir dich auch einfach machen. mit. Ich finde eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ups, ich bin jetzt zufällig da.
Ah, das ist jetzt also dumm gelaufen. Das ist jetzt das ist wirklich... richtig Zufall. Ich weiss nicht, wie ich es geschafft habe, jetzt gerade hier zu landen, aber... Ist, ja, es war per Zufall gegangen. Per Zufall. Ja. Ich bestelle mir wirklich regelmässig Momos. Das muss ich wirklich sagen. Momos sind Liebe. Hey, langsam habe ich es ein bisschen im Griff. Ich habe mich ein bisschen aufgewärmt, ja. Langsam habe ich mich aufgewärmt, aber es spiegelt echt ein bisschen dumm. Also jetzt, wo wir dann von den Klima gegen das Ende sind, hast du ja, so sieht es aus. Das ist absolut korrekt. Dann machen wir dann einfach weiter. Den ganzen Tag. Ja, den ganzen Nachmittag sind wir am Klötzchen zusammenbauen. Das ist schon noch easy. Gut, aber ich finde generell alles, was man so abgemacht hat, bevor es mit der Pandemie losgegangen ist, halt, irgendwie hat es fast nicht stattfinden per se. Das ist so. Das ist wirklich so. Man hat eigentlich fast nichts mehr abgemacht, es ist nur noch daheim gechillt. Absolut. Ja. Daheim chillen und gamen, gell? Ja, das war so tragisch. richtig schlimm gewesen, ich sag dir. Ja, für uns hat sich eigentlich echt nicht mehr viel, also nicht so viel geändert für uns Gamer. Das ist halt schon so. Ich habe es richtig. Ja, ein bisschen habe ich so gefeiert, muss ich sagen. Und vor allem haben wir so gedacht, so, ja, alle die jetzt immer über uns geflucht haben, über uns Gamer, jetzt wünschtet ihr, die wären genauso cool wie wir. Aber wir haben uns noch recht cool eingerichtet. Also wir haben auch dann über Skype und so haben wir mit den Kollegen online auch so gewisse Brettspiele gespielt und so Murder Mystery gemacht. Oh, Murder Mystery, das sogar. Oha. Also es hat immer irgendwie einen Weg gegeben zum... Ja, das auf jeden Fall. So, und wo kommen jetzt die Flügel hin? Ja. Wenn wir das jetzt gewusst haben. Wenn wir das jetzt wissen, also sie kommen so. Ich glaube, du siehst das falsch. Meinst du, ich sehe das falsch? Ja, ich habe so das Gefühl. Ich glaube, ich sehe das genau richtig. Irgendwie erinnert mich das Pikachu so ein an ein Bienchen irgendwie. Ja, wegen der Farbe. Ja, wegen der Streifen hinten so. Ah. Das stimmt. Und da kommt jetzt der Kopf. Das ist jetzt nicht klar. Ah, da kommt so. Aha. Ja, also hallo. Hallo! Hallo, Velo! Hallo! Ah, so reindrückt. Da kämen die Füße ab. Siehst du es gesagt, die Füße so ab? Ja. Wir sind vorher die Füße so abgegeben. Oh shit. Da kämen wir die Füße ab. Apropos, jetzt muss ich mich noch auf den Ring stellen, schau. Aber... Um die Füße anzumachen. Ich wollte dir ja nicht Angst machen, aber du bist schon fertig. Aber ich bin schon fertig. Damn! Also... Ja, aber schau mal, wie herzig das ist. Oh. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, es sieht wirklich süß aus. Ja. Tatsächlich. Ich bin dir ja recht. Es ist einfach ein bisschen mühsam zum Zusammendrücken mit dem Kopf, aber wenn ich es noch weiter drücken, habe ich das Gefühl, dann kommt es nicht mehr gut. Dann geht alles auseinander. Ja, also schau, ich tue jetzt sogar brav jetzt schon aufräumen. Die da hinten musst du auch noch aufräumen, also, gell? Mach ich auch. Aber hey, hol ihn auf. Warte nur ab, ich muss noch die Ohren machen in den Schwanz. Ja. Dann bin ich auch fertig. Jetzt kommt der richtige Schritt. Ja, siehst du, jetzt musst du das noch finden. Scheiße. Das suche ich jetzt sicher nicht. Mo, hallo? Muss ich das jetzt? Ja, aufräumen gehört auch dazu. Also muss ich jetzt unter den Tisch kratzeln? Ja, das ist schon richtig. Hoffentlich ist es grau. Nein. Oder das, was da runtergefallen ist. Es wäre blau, aber ich sehe es gerade nicht. Das ist jetzt also wirklich dumm. Ah doch, hallo, Scheiße. Gefunden. Und es ist noch ein Einer. Oh Gott, okay. Ja gut, dann hast du es ja wohl verdient. Ja, habe ich es wohl verdient. Ja. Mhm. So.
Holy shit. Und jetzt das letzte. Aber das wird jetzt alles mühsames. Und jetzt hier. Oh, einfach das Ohr. Das ist ja hure gefährlich. Das chillt halt einfach so auf einem Blöckchen. Ja. So wie der Schwanz von Glumanda, das chillt auch so auf einem Blöckchen. Also. Die sind echt noch fummelig, die Dinger. Hey. Ah, also, was haben wir hier? Die nächste Anleitung. Oh Gott, der hat auch... okay, du kannst mich noch gut auffallen. Das hat auch wieder, ja, schau, das hat auch wieder eine riesige... Oh ja, holy. Ist das jetzt das Level 3? Nein, das Level 3 ist das Level 3. Dragonir. Das ist Level 2. Sogar nur. Aber das wird sicher auch mega mühsam mit dem. Ja, auch mit dem Schwanz und so. Genau. Ich habe 2 mit so fummeligen Schwanz und Ohren. Die fummeligen Schwanz und Ohren? Ja, voll. Schlimm. Gut, da ist Base zum Glück nicht so schlimm. Schön für dich! Weil es auf 4 Beinen ist. Also, jetzt ist das hier. So. Da ist noch das hier. Die Uhrenpäckchen sind fast noch grösser Teil. Da sieht man, dass ich keine Kraft habe. Wieso meinst du? Weil ich das Zeug nicht öffnen kann. Aha, oh je. Schere wahrscheinlich. Nächstes Mal wissen wir es. Nächstes Mal, wenn wir das wieder machen. Mensch, ich mache so etwas nochmal mit dir. Wieso nicht? Nur am Verlieren bin ich. Jetzt hast du ja die Übung. Ja, das stimmt auch wieder. Jetzt wüsstest du ja genau, wie, wo vorgehen. Also, jetzt habe ich das hier. Und das kommt hier drauf. Das Ding ist, du willst eben auch nicht mit aller Kraft an diesen Nein, überhaupt nicht. Du weißt genau, dass es dann überall landet. Überall, im ganzen Raum verstreut. Und dem habe ich eben schon ein bisschen Panik. Ja, das verstehe ich. Hey, der Schwanz ist einfach nochmal ein Zwischenstep für sich. Ja. Das ist echt so eine eigene Figur. Eigentlich zählt das Pikachu so Als 2. Oh verdammt, wie lange bin ich jetzt schon am Aufreißen? Ich kann wirklich verscheren. Ja, gang nochmal. So ist besser, so ist besser. Ja. Also mein Pikachu steht auf dem Regal und das Regal darf einfach nie bewegt werden, sonst geht das ganze Pikachu einfach zusammen. Wirklich? Ja. So schlimm. Es ist nicht so eine stabile Sache, aber es sieht gut aus. Das ist die Hauptsache. Es sieht gut aus. Dann kommen wir weiter beim letzten. So. 3 sind gerade gut gewesen. Jetzt haben wir hier 3. Das 4. Hey, ich ende mich am Schluss. Zitter ist schon. Du hast gesehen. Ich hole dich auf. Ja, das kommt gut weg, bis du diese Relax aufmachst und das wahrscheinlich ein riesiges Ding ist. Ich befürchte das eben auch. Yeah! Almost done. Das glaube ich eben. Dass das noch ein riesiges Viech wird. Das ist jetzt so. Tada! So, das Pikachu ist auch fertig. Aber es ist schon so richtig herzig. Ja, es ist wirklich herzig. Aber die Ohren darf man nicht bewegen. Ja. So. Jetzt ist es relax, vielleicht nur ein Klumpen. Wahrscheinlich. Es ist mega einfach. Ja. Wobei das Level 3, ich befürchte das eben nicht. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja.
Aber das wäre mega lustig. Aber weißt du, was ich gesehen? Das stimmt etwas nicht. Darum ist es vielleicht so instabil. So. Einfach ein riesen Klumpen. Oh, aber das ist dick. Ja. Ja, wie zu relaxen selber auch noch. Ja, jetzt etwa deine meisten Steine. Ja. Holy. Aber es ist immer geil. Du brauchst einfach einen Ring. Es ist so ein Chunk. Es ist einfach wirklich literally ein Chunk. Hey, nein. Oh ja, es sind 4 Päckchen. Du brauchst einfach einen Ring. Einen Ring aus Relaxo. Ja, das ist Inhalt. So cute. Oh, das ist viel so 4, hä? Mhm. Das ist schon noch... Also, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, sind Eiler. Die können alle verzichten auf die einen. Welches Grün ist jetzt das? Das ist ja gar nicht so schlimm, Eiler. Wie viele Steps hast du? 21! Also wenn du schnell bist in deinem Chunk zusammenbauen, Ich habe 11 Steps. wenn du schnell bist, dann Ja, wenn ich schnell bin. kannst du jetzt aufhören. Das sage ich nicht. 10, 4, 6, 8. Denen. Kannst du jetzt aufhören. 3 von denen. 2 von denen. Eieiei. I can do this! I win! Oh, aber die sind so gleichfarbig. Das ist auch schwierig zum Auseinanderhalten. Und nachher dann sehen, welches das der richtige Stein ist. Ja, aber genau, ja. Das ist gar nicht so einfach. Du schaffst das. Ah, von denen brauche ich auch noch 4. Ah. Aber es ist recht entspannend, muss Mega. ich so sagen. Das Wunder macht der Cyril das so gern. Gell. Kannst du einfach ein bisschen klöpfeln? Mhm. Noch so eins. Kommt es gut bei dir, sagst du? Yes! Das ist gerade wieder mehr Motivation, Ja, jetzt, total. was du siehst. Es ist doable. Es ist machbar. Mit dem Chunk. Ja. Oh, sorry. Weißt du jetzt? Fast durchmischt. Verwirrung. Ja. Fast durchmischt. Da Mhm. drauf. Das war ja noch gewesen, hey. Weißt du wie? Manchmal sind aber auch die dummen Dinger hier nicht so richtig. So. Jetzt. Ah, das ist falsch. Jetzt geht es in den Sport. Ja. Wir werden Sind ruhiger. Wir konzentriert. werden konzentriert. Jeder will gewinnen. Mhm. Aber es geht ja nur darum, Nein. dass wir Spass hatten. Ja, absolut. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Haben sie früher beim Sporttag bei mir auch Genau. gesagt. Wenigstens bist du dabei gewesen. Voilà. Das ist alles, was zählt. Mhm. Was, du hast den Ball nur 2 cm schiessen. Egal. Hauptsache bist du dabei. Hauptsache bist du dabei gewesen.
Schritte ist, hier bei dem sieht es zwar so aus, als wären es viel mehr Schritte. Aber ich glaube, es sind einfache Schritte. Ja, und es sind halt, vorher hast du ja immer so gehabt, wie du hast 2 Schritte in einem gehabt. Ja, voll. Und da ist jetzt wirklich einfach immer nur ein Schritt. Okay, ja, das ist natürlich chillig. Ja. Das hat schlimmer ausgesehen, als es ist. Übel ist, wenn die Hänge einfach kleben. Mhm. Das ist verdammt fies. Aber wie tun sie immer noch? Nein, also meine Fingerli mal, also die Fingerspitzen spüre ich langsam so ein bisschen. Ja. Mhm. Aber das wäre es ja gerade eigentlich. Was ist denn das? Ah, das ist der Schwanz. Was ist der Schwanz? Sorry. Ah ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Aha, also ich habe den Körper. Das kommt jetzt so drauf. Das ist der Körper. Was? Ah, ohne Schwanz, ohne Kopf in dem Fall. Ja. Okay. Also das ist der I see. Schwanz Ah, der Schwanz ist. Ah, das ist. Ah, ja gut. und der Kopf kommt. Also der Kopf ist dann einfach riesig. Viel Spaß. Das Winkel ist drin. Go, 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 Chimerasa, danke schön. Das vergisst du ganz. Mhm. Ich hoffe, es geht dir gut. Ah, wie es gesehen genau mit denen? 7! Uli. 7 von 10. Also das mühsamste ist immer wirklich so die erste Plattform zu machen. Ja, die ist wirklich mühsam. Und Ab nach diesem Zeitpunkt geht es dann so Ja. ein bisschen. wenn du die hast, ist gut. Ja. Oh shit. What the hell? Mhm. Okay, wie ich da muss weitermachen. Manchmal ist das noch so tricky. Ich muss noch Mhm. Das ist schon ein bisschen Ich finde es noch schwierig zum Teil herauszufinden, wo genau musst du es jetzt drauflegen, um weitermachen. Ja. Aber wo es ja 2 Schritte in einem ist. Das ist echt noch so tricky. Das ist das Oh Rühr. ja. Das ist das Rühr. Jetzt macht keinen Sinn. Hä, aber das ist ja nicht verschoben. Gell? Ich muss da anfangen, ich sehe das. Ah, nein, aber nicht. Hä? Ah. Mühsam. Ja, schon gerade ein bisschen, wo ich nicht einschätzen kann, wo das draufkommt. Du musst mal schauen, es ist wirklich gerade oder der Unterring. Mhm. Wo kommt der drauf? Wo ist der Anfang? Mhm. Das ist jetzt noch die Frage. Es aber sieht da gell? so ein bisschen rauslampend aus. Ja, es sieht aus, als wäre das da hier. Warum ist es ein Level so. 3? Ja, sag nichts. Es könnte eben auch da sein. Mhm. Ich probiere es jetzt mal so. Ich will sehen. Mhm. Aber ich denke, das kann so. Level Expert. Pocket trainieren. Mhm. Trainerin. Chef 4 Pocket Trainer Level Expert, alles frisch. Ich und Pokémon, ja, Thema für sich. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Pokémon-Spiel gespielt habe, um ehrlich zu sein. Also ja, Pokémon Go, aber ich glaube, das zählt nicht. Das zählt nicht. Aber gell. Das zählt wirklich nicht. Ich sehe da, was ich mache. Aber es sei dir verziehen.
Ja, ich bin halt mehr Zelda-Spielerin. Oder es ist so, wir hatten es schon öfters bei uns gehabt, also wo wir so diskutiert haben, so, entweder du hast Pokémon, Zelda oder Mario. Also, du bist so eines von diesen 3 Teams gewesen. Irgendwie. Findest du nicht auch? Ja, also ich spiele alles. Ach so, hast du immer alles gespielt? Das gehörst du zu denen. Ich spiele alles. Also, nein, ich spiele nicht alles. Aber Zelda finde ich eigentlich auch immer super. Mario ist so ein bisschen, ja, ist lustig, aber... Ja, Mario finde ich gar nicht so. Ist jetzt auch nicht gerade da. Und, also ich spiele eigentlich alles sehr gerne, wo ich Stunden reinklopfen kann. So, das ist so dein meistgespielteste Spiel, weißt du das? Gut, wahrscheinlich könnte man jetzt fast sagen, es war Animal Crossing eine Pandemie. Ja gut, okay, jetzt mal abgesehen von der Pandemie. Abgesehen von dem. Nein, ich weiss, also ich glaube, die meisten Stunden habe ich wahrscheinlich ins Dragon Age Origins hineingeschmissen. Aha. Und dann wahrscheinlich ziemlich mit Persona spielen. Persona? Also, ich kenne das Spiel aber gar nicht. Was spielt man da so? Persona ist wie soll ich sagen, ein japanisches Spiel. Das habe ich nicht bekommen. Also weißt du etwa, um was es geht? Oder? Nein, gar nicht. Gar nicht. Erzählen. Also es ist ja ein RPG und du bist... Ein JRPG. Genau, ein JRPG. Ja, man ist Schüler. So wie fast bei allen JRPGs. So wie fast bei allen. Ja, und da kommt es ein bisschen drauf an, gell? Weil also ich habe das 3, das 4 und das 5 gespielt und ich finde die Spiele eigentlich wirklich super. Okay. Auch so ein bisschen von der Thematik her. Der Kollege, der wieder gegangen ist, der hat mir nämlich das 4 vorgestellt. Ah! Hat er die Zucht getrieben? Er hat mich in die Zucht getrieben, genau, mit PS4 Golden. Auf der PS Vita dazu hat er die Zucht getrieben. Und ja, es ist noch ein bisschen schwer, gell, wenn du es so nicht kennst und du willst ein JRPG erklären, ist einfach so, was ist das? Ja, es ist also wirklich immer so. Das klingt auch komisch. Ah, du tust nebendurch, bist in irgendwelchen Dungeons oder tust irgendwelche Monster töten und dann gehst du noch in die Schule. Ah, das auch noch! Lernst Schüler. Du bist Schüler und lernst nebenbei für einen Test. Ah, interesting. Interesting. Genau, das machst du. Das ist aber so typisch, das ist wirklich typisch so japanische Dinge, so Animes oder Mangas. Das ist doch immer so. Ja, die meisten haben schon so ein bisschen. Die meisten sind Schüler und gleichzeitig retten sie die Welt. Genau, ja. Und das ist etwa auch dort so. Du bist Schüler und rettest gleichzeitig die Welt. Geil. Wer macht das schon nicht gerne? Gell, das ist ja immer cool. Ja. Ja, darum ist es schwer zu beschreiben. Wenn du mal darüber redest und die Leute es gar nicht kennen. So, okay. Gut. Und was für Personen hast du vorrufen mit wie? Aha. Pistolen am Kopf. Nice. Vielleicht. Ja. Hey. Weißt du, was ich ein bisschen weird finde? Ich glaube, ich habe einen Schritt übersprungen. Nein. Dass es so ein kleiner Chunk wird. Ah, warte schnell. Ich habe nur den ersten. Ja, es wird nur so zusammengestaucht. Nein, jetzt bin ich wieder verwirrt. Das habe ich alles gemacht. Das habe ich auch gemacht. Nein, ich bin schon richtig, aber das irritiert mich nur gerade. Ich habe gerade eine Reihe Twitter gesetzt. Oh, wait. Ah, jetzt okay. Oh. Okay, jetzt bin ich wieder im Ding. Jetzt bin ich wieder im Flow. Ja, ist Glück, ich habe noch eine Reihe falsch zusammengesetzt. Das ist auch so mühsam, so Zeug. Ja, Shit. ja, guess what? Wie viel habe ich schon müssen
neu, also wieder auseinandernehmen und neu zusammenbauen. So. Noch ein bisschen mehr als hier. Vielleicht ein bisschen, ja. Mhm. Vielleicht. So, jetzt kann es wieder richtig weitergehen. Ja, habe ich sonst noch so Zeit rein verschleudert? Also Animal Crossing, hast du gesagt. Animal Crossing habe ich auch gespielt, ja. Das hat mich tatsächlich wirklich nie gereizt, Animal Crossing. Nicht einisch. Es war so gemütlich gewesen, ja, zum Spielen, wenn du zu Hause warst. Aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt nochmal anlängen würde. Oder Schon? noch was anderes nochmal spielen. Wieso? Ja, es ist... Irgendwann ist... Ich bin jetzt auch nicht gerade so der riesengroße Sammler. Also weißt du, wenn ich irgendwelche Sachen musst fertig machen und Fischli sammeln und weiss auch nicht, was ist jetzt auch nicht gerade das, was ich super mega gerne mache. Lieber Story, Mensch. Ja, genau. Ja, ich glaube lieber auch. Story. Und also die ja so die ganzen Achievements immer müssen holen. Das ist, Ja gut, das habe ich früher in Dings immer gerne gemacht, in WoW, muss ich zugeben. Achievements gemacht. Ja. Aber das ist halt, ja, an sich noch etwas anderes, als halt einfach ein MMORPG ist. Das ist halt irgendwie, ja. Man macht etwas anderes, irgendwie. Ja. Und darum, also Story finde ich ist mega wichtig. Ja, sag nicht. Mir ist die Story eigentlich bei einem Game am wichtigsten. Ja. Darum habe ich so gerne Indie-Games, wo ich einfach der Meinung bin, dass die ja. so coole Storys haben. Ja. Das stimmt. Und es gibt auch immer wie viel mehr und auch immer... Nicht. Spielen. Mhm. Das stimmt schon. Vor allem die Indie-Game-Entwickler finde ich, die stecken noch so viel Herzblut irgendwie in ihre Games. Ist ein bisschen mehr Und bei den AAA-Titeln hast du halt irgendwie, ja, irgendwie mehr so ein bisschen das Gefühl, sie wollen einfach der Masse gefallen und sie müssen Kohle machen. Mhm. Und das finde ich halt mega schade. Das spürst du so raus. Oh. Ja. Das stimmt. Wait. Sagen sie irgendwelche Titel ab und weiss doch auch nicht was. Also... einfach damit sie ein bisschen mehr Cash haben. Ja, das ist ein Cash, aber das ist halt das. Das ist halt das, gell? Ja. Ein bisschen mehr Geld Hey, ich weiss machen. gar nicht. Leute, aber die fertigen dann bitte per Post an meinen Junior. Mit 14 Monaten ist er jetzt ins Pokémon-Fieber gekommen. Ich glaube, die Steinchen sind sehr klein für die Junior. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe Händerschiss, dass er sie verschluckt im Fall. Und sie sind wirklich, musst mal schauen, sie sind wirklich winzig. Und das ist dann noch das Dreier. Es gibt auch noch einer. Aber Dings, wie heissen die? Es hat doch noch eine andere Marke, die so Pokémon-Zeugs hat. Die ein grössere Steine hat. Megablocks. Das sind Megablocks. Mhm. Nanoblocks und Megablocks, oh mein Gott. Megablocks. Ja, dort habe ich auch schon Nein. eins zusammengestellt. Das sind auch noch easy. Okay. Und sie sind ein bisschen grösser, ja. Aber ist halt Ja, aber die gleich sind auch... sehr fummelig. Ja. Ja, aber auch das, eben, ich denke mal, das ist gleich ab einem gewissen Alter hast. Und die Gefahr, dass es Kids verschlucken, ist halt Das schon ist recht sehr hoch, gross. Ja. Das ist es so. Ei. Also ich wollte ja nicht Es ist einfach beunruhigen. hohl. Nochmal, es ist hohl. Oh nein. Ja, ich weiss, ich sehe es. Okay. Ich weiss, dass du so schneller bist. Ja, vor allem, ich bin jetzt dann gerade fertig. Ja, ich weiss. Gut, Aber du hast viel mehr Erfahrung. das ist es so. Sie hat einen unfairen Vorteil mir gegenüber gehabt. Ja, total. Vor allem, du machst das. Das ist dein Job, so Zeug zu können. Ich habe seit ich kleines Kind bin und mit Playmobil gespielt habe, habe ich das nie mehr gemacht. Das ist so. Das ist der Job. Ja, ich muss können Kleinbausteine zusammenbauen. Kleinbausteine zusammenbauen. Klötzle, genau. Klötzle. Klötzle. Schon geil. Perfekt. Das ist eben schon geil.
go, Steffi, schneller. Ja, I try. Die Dinger sind fummelig. Not easy. Da ist es so, sie sind wirklich recht fummelig. Mhm. Ich bin mein Bestes im Fall. Meine Finger haben auch Wellness verdient. Fingerspan. Ja. Ich glaube, bei mir gehen die Klötzchen nicht auf. Hä? Aber es hat immer mehr. Also es ist immer Ja, aber zu von der viel. Farbe her. Von der Farbe? Mhm. Ich habe ein hell und ein dunkelgrünes. Hast du mal was Falsches verwendet, Mensch? Ich habe jetzt eben gerade geschaut, aber es sieht eben nicht so aus. Das würde ich sonst sehen von der Farbe her. Ja. Das ist jetzt das da noch. Ich will doch da nicht das falsche Farbe haben, meine Füße. Nein. Das wäre vor allem dann auch nicht korrekt. Also ich weiss auch nicht, ob ich jetzt das jetzt richtig mache, weil eigentlich sollte das schon ein dunkelgrün sein, aber das macht für mich keinen Sinn. Ja, dann musst du auch nochmal von vorne anfangen. Dann gerade nochmal von vorne. Geht nochmal von vorne, genau. Alles. So. Let's do that again. Das ist schon gut. Mach ich nochmal. Ja. Eine Runde. Also, was sind jetzt die? Die schweben da auch im Zeug um. Das sind also komische Füße. Nein. Aber das ist halt. Warte, da kommt noch ein Rühr. Habe ich noch eins? Was sind die? Also das ist jetzt also wirklich komisch. Die Füße machen keinen Sinn. Und spielst du schon? Wirklich. Kommt das vor allem dann gar nicht da, sondern nebendran? Es besteht noch Hoffnung, Leute. Für mich. Doch, es besteht noch Hoffnung. Doch, ja. Und dass du alles falsch gemacht hast und nochmal von vorne musst anfangen. I believe in me. So macht es Sinn. In Resin eingegossen und alle darunter als Zimmerlampe. Ja, gut, das klingt schon noch Das wäre nice. schon noch geil. Ja, das stimmt. Das könnte noch fancy aussehen. Ja, aber auch. Ja, hast ja viel von diesen Dingen jetzt, oder? Stimmt. Ich habe noch nie etwas in Resin gewusst. Moment. Wait. Aha, ich bin so dumm. So, was hast du gemacht? Ja, es wäre aufgegangen, weil die zweiten Füße sind nicht mit so einem dreieckige, sondern selber zusammengesteckte dreieckige. Okay. Hätte ich doch vorausgesagt. Ja, gut, ich habe jetzt auch etwas falsch gemacht. Es besteht noch Hoffnung für dich. Das stimmt. Da kann ich mein Schwänzchen wieder auch ändern. Das Zeug auseinanderknüppeln ist halt einfach näher mühsam. Oh ja. Also das Auseinanderknüppeln müsste nicht sein. Ja. So ist das jetzt drin. Vor allem wenn dann die Füße ausstrahlen. Das Schwänzchen noch anfassen, dass es richtig ist. So. Ja. Du bist fertig. Yeah, geht's dann. Geschafft. Juhu.
hast es verdient. Ich fühle mich. Das ist schön für dich. Niebelei! Ah, shit. Ja, es ist schon ein kleiner Pain hier bei mir auch. Geschafft. Level 3. Aber es ist... Ich mache mich einfach noch fertig. Ich habe noch ein paar Minuten. Es war Ich ein schaffe Spass es, glaub ich. gewesen. Also bis zum 10 schaffe ich es auf jeden Fall. Ja, jetzt kann ich aber schnell ein bisschen... Oh, ist das gerade knackt? Ja, das ist die ganze Anstrengung gewesen. Die hast du jetzt gerade Oh rausgelassen. boy! Ja, aber echt. Ey. Ja. Also bin ich irgendwo da, bin ich wieder stecken. Also dies ist schon falsch. Da. Ich würde dir jetzt meine Hilfe anbieten, aber ich glaube mit 4 Händen. Ja, nein, bei diesen kleinen Dingern kommt das auch nicht Nein. gut. Ah, glaube ich auch nicht. Ja. Noch ein bisschen etwas trinken. Ja, mach das. Zurücklehnen. Den anführen. Oh ja, unbedingt. Ich kann jetzt die persönliche Cheerleader sein. Ja, please! Go, Steffi, go! Hey, aber lenk mich nicht ab, ey. sorry. Warne dich. Mhm. Ja, also so Fazit ziehen, ein Labras hat am meisten Spaß gemacht. Schon? Ja. Einfach was am herzigsten ist, oder? Ja, und gut, das Dragoran ist auch cool. Ah ja. Ach, das sind echt alle cool. Und da ist es. Ich kann sich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden, das sind doch alle so herzig. Herzig sind sie halt eben schon, Ja. ja. So, jetzt muss ich wirklich... Also, jetzt haben wir das über einen Dreier hier. Das Fiese ist ja, die sind ja noch so... Unten haben sie ja so Schienen, das heisst, du kannst sie noch so schieben. Ja. Das ist eben auch so ein bisschen gemein. Und das ist auch, das denke ich, ist auch noch recht schwer, dass es jetzt so innen hohl ist. Ja, es ist ist innen nachher ist unstabil. Mhm. Und so die Dinge, die da innen gegen innen lampen, da kannst du nicht draufdrücken. Ja. Wenn du Gewicht drauf gibst, machst du kracht Ja. alles zusammen. Das ist mir vorher auch schon 2-3 Mal passiert. Dann ist also das Dragoran mit Level 3 leichter. Schon? Ja, weil du hast kein Holo. Ah, ja gut, fair, ja. True, ich sehe das. Aber sie sind so herzig. Ich könnte sie stundenlang anschauen. Ja, es gibt vor allem auch so mega viel von Mhm. denen, oder? Ja. Fast noch, ich glaube, was ist Arktos oder so. Ja, Das habe ich mir auch noch überlegt, aber das habe ich gedacht, das wäre Ja, wahrscheinlich... das ist richtig schwer. Ja, das vor allem so wär- mit den Flügeln Ja, ins Schwitzen. der Tod. Ja, schon auf die Flügel vom Dragoran sind ja recht. Zeig's mal in die Kamera. Sind ja mühsam gewesen zum Zusammenbauen. Oh ja, gut, ja, das glaube ich. Aber Mhm. wenn dann noch das Arktos hat, wirklich nur wahrscheinlich die Hälfte aus Flügeln besteht. Dafür ist es schön. Dafür ist es schön. Es sieht sicher schön aus auf dem Regal. Das ist Ja. Oh, hast du auch Dings gehabt? Pokémon Stadium auf der N64. Ich habe es nicht gehabt, aber ich habe es bei irgendjemandem mal gespielt. Okay. Wo ich das schon hatte. Und Mhm. dort hast du ja wirklich können. Also es war ja eigentlich so dumm gewesen. Wo du hast eigentlich die Pokémon können nehmen, die du hast wollen. Also es hat wie kein System gehabt. Also du hast nicht irgendwie Level 1 und Level 2 Level 3 gehabt. Also wie du irgendwie in die Liga aufgestiegen bist. Auch so wie ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, ich habe nicht falsch gemacht. Irgendwie, wenn ich bei 10 war, bin ich nicht rausgekommen, gell? Ja, vielleicht, ja. Aber und ich habe einfach immer die eben so Arctos, Zapdos, Immer alle Lavados. legendären Ja, und halt einfach, aber sobald du ein Flug-Pokémon hast, bist du einfach mega im Vorteil. Das gewesen. stimmt. Und ja, klar, ein bisschen unfair eigentlich, wenn du so überlegst. Mhm. Aber ich meine, sorry, ich habe nur das System ausgenutzt. Ja, ich glaube, es ist jetzt die auch schon Ja, jetzt auf jeden Fall. die ganze Schwäche. Gewisse Pokémon sie ja haben. Das ist so. Das ist, also, klar, die Games werden ja von Jahr zu Jahr besser. Eben auch gerade wenn es darum geht, Dings auszubalancieren. Stärken und Schwächen. Das kommt gut bei dir. Gell? Mhm. Seht das? Nein, aber
Aber eben, jetzt ist hier so ein Hohlraum. Ich weiß nicht, wie fest sie da drücken. Also ich würde jetzt mal nicht allzu fest. Ja, aber wie... So. Hey. Ah gut, jetzt stabilisierst du. Du bist ja wieder ein bisschen am Stabilisieren mit so einem Quer. Ja, auch gleich. Es ist so ein bisschen... Wo es lampt alles gegen rein. Und innen ist ein Hohl. Also wenn du da drauf drückst, was so... Kracht es direkt rein. Total. Gut, ja, vielleicht kann ich das müssen machen. Vielleicht hätte ich zuerst das machen. Aber es sieht lustig aus. Ja, also chunky. chunky. Es ist ein richtiger Chunk. Das ist super. Aber du musst mal schauen, durch das, dass es so dunkel ist, du siehst fast nicht, welche Grösse das Anfang, ja, wo der Anfang und wo der Schluss ist. Das stimmt. Also Level 3 wahrscheinlich wirklich. Ja, es ist... Aber nimmt mich ja dann Wunder, was Level 4 und 5 ist. Haben wir die überhaupt im Shop? Da müsste ich mal schauen. Aber vielleicht je nachdem, wenn du so ein... nicht ein Pokémon hast, sondern irgendwie ein Klavier oder weiss ich nicht was. Aha. Es gibt ja noch verschiedene, oder auch ein Bierglas. Gut, Bierglas sieht aber super einfach aus, nicht? Ja, je nachdem, wenn du das auch so baust. Ah, ja. Und du baust einfach rundum. True. Kann es vielleicht auch sein, dass es noch schwer ist. Das stimmt. Aber das ist jetzt eine richtig gute Mittagsbeschäftigung. Jetzt wird es wieder fummelig. Dann wieder so die... so, ja, das kommt jetzt unten dran und dann musst du es oben drauf tun und überhaupt. Und, oh, wait. Das ist jetzt so. Ah, das sind die Arme. Ja. Oh. Kralle. Oh ja. Ich kann es nicht genug betonen. Ja. Aber sie sind halt schon herzig, weil sie Miniatur sind. Das muss man halt schon auch sagen. Alles in kleinen Version ist automatisch. Voll. Hey, die Hälfte nicht geschafft! Oh wow! Aber I can do this. Dann müssen wir nur ein Foto machen. Also. Nummer 2 von denen. Aber es hat schon viel mehr Klötzchen als die vorher. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, das, was du jetzt hast, hat am meisten. Ja, es hat also 220. Ja, das merkt man schon. Die anderen haben ein bisschen weniger KPD. 130, glaube ich. Bei mir Die hat Pikachu hat 130, ja. das Dragoran hat 190 gehabt. Und das Glomant hat sogar noch 120 gehabt. Das Lapras 130 und das Volleyball 140. Aber ich merke, ich habe schon insofern falsch angefangen, sage ich jetzt mal. Ich hätte am Anfang gar nicht müssen die Steine so sortieren. Das, oder ich habe sie ja immer so rausgesucht. Das hat es gar Hättest nicht nicht müssen, gebraucht. gell? Nein. Einfach das Chaos Einfach Chaos, bewältigen. genau. Einfach schnell raussuchen, was man braucht und das Genau. reicht. So geht es halt Das ist schnell. jetzt eben... Hier ist es. Gut. Oi. Jetzt weiss ich gar nicht, was machen. Heute Nachmittag, vor der Ferien. Ah nein, das weiss ich schon. Ah, jetzt, Mensch, wenn du auf mich wartest. Jetzt, ja. Ja, So willst du wissen. alles. Ui. Alles geht. Das ist einfach schwer, wenn du sagst alles. Ja. Dann ist es von was redest du jetzt? Überleg dir etwas. Ich weiss nur, ich habe gehört, dass der neue Doctor Strange nicht gut ist. Dr. Strange ist im Fall der... Ah, der neue Dr. Strange. Ah, jetzt sagt man, das ist Dr. Who, der ja gestern wieder... Nein, da habe ich auch gesehen. Ja, das ist ja der Eric von Sex Education. Der ja, Schwarze, voll, ja. super geil. Ich freue mich auch drauf, vor Ja. allem, weil ich habe Dr. Who. Ich habe den Peter Capaldi. Ist einfach für mich der perfekte Doktor. Okay, ich habe Dr. Who nicht geschaut, Aha. muss ich zugeben. Darum kann ich es echt nicht sagen. Und dann ist ja Paper oder so. Das finde ich aber ein mega cooles Prinzip von Dr. Who, dass er sich kann
inkarnieren halt und das immer einen neuen Körper Genau. bekommt. Das habe ich immer mega gefeiert, tatsächlich. Es ist einfach, vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen mehr dann weiter schauen. Aber also ich finde es ja dann auch cool, wenn man sagt, hey, komm, wir machen jetzt mal eine Frau und so, ist ja super. Aber wenn es dann so auf die Nase drückst, dass es jetzt eine Frau ist. Ah ja, das muss nicht unbedingt Eben. sein. Und dann habe ich Einfach, man muss einfach so tun, als wäre es das Normalste Genau. der Welt. Genau. Ja. Und ich habe dann eben so 1-2 Folgen geschaut und es ist dann halt immer so, weißt du, so die Jokes, so, dann redet der Typ mit dem Mann und dann macht er so, haha, nein, sie ist nicht der Doktor. Weißt du, so à la, ja. Und So unnötig. genau. Und jetzt mal schauen, also ich habe jetzt hohe Erwartungen. Ich finde ihn als Schauspieler auch mega cool. Und dann eben auch bei Okay. Sex Education mega cool. Ja, das stimmt. Er spielt vor allem einfach witzig. Ja. Er ist so everybody's darling, Ja. sind wir ehrlich. Darum ja, freue ich mich drauf. Auf den. Aber eben zurück zum Dr. Strange, sag eben nicht gut. Habe ich gehört. Vielleicht hat ihn schon irgendjemand da drinnen gesehen und kann uns das bestätigen. Oder Also finden. mir hat man gesagt, du musst unbedingt ins Kino Ach schauen. schon. Ja, also ich denke, es kommt vielleicht auch darauf an, was die Erwartungen sind. Meine sind eben mega. Ja, meine auch. Dr. Strange ist meine Lieblingsfigur aus dem MCU. Von her, ja. Es ist dann aber so ein bisschen so das, so, ja, was willst du jetzt? Willst du warten, bis er auf Disney Plus kommt, damit, eben vielleicht, also damit nicht irgendwie zahlt für nichts, sage ich jetzt mal, weil dir der Film im Kino nicht gefällt. Du willst das Risiko eingehen und vielleicht hast du ein super geiles Erlebnis im Kino, das weisst du ja dann nie. Stimmt. Ja. Also der Donato hat 3D-Effekte richtig gemacht. Okay. Aber der Film, also außer einfach Gut, dann kann es sein, dass es schon- 3D-Effekt, Ja, aber dann kann es sein, dass es allein für das schon lohnt. Ja. ist halt bis jetzt eigentlich der unheimlichste Marvel. Das habe ich eben noch schon gehört, dass es so ein bisschen mässig ist. Jetzt, nein, das ist falsch. Also dann ist das bestätigt. Was soll Das ich? ist der unheimlichste Marvel. Aha, ja, er hat anscheinend auch ein paar Horrorelemente Genau. drin. Das Ich bin ist ja so gar kein Fan von Horror. Es hat noch ein paar Nachrichten. Also wir haben, eben, das ist das mit dem 3D-Effekt und mit der Sekte unheimlichste. Aha, das ist nichts. Aber ich finde den wirklich cool. Also, Ja. ja, aber ich glaube, dann schaue ich den wirklich nicht. Ich habe mega grosse Erwartungen an neue Was? Tor. Neue Tor? Ja. Wer kommt denn der? Weiss ich gar nicht. Also, ja, halt vor allem so ein bisschen zombie-mässig visuelles beim Doctor Strange. Zombie. Zombie. Schwierig. Ja. Ich hasse Zombies, wirklich. Ich finde es so unnötig. Ja, also das eben- Genre. Horror. Also bei den Horrorfilmen, ich will zwar immer wissen, wie sie enden. Ich schaue es gar nicht. Aber ich will sie Darum nicht ist mir das schauen. gleich. Ich will nur wissen, wie sie. Aber ja. Aber der Thor weiss ich gerade nicht, wenn er kommt. Da kommt jetzt der Aubrey. Und da der Taika ist ja immer noch der Regisseur. Und den finde ich eben super. Ah, ja gut, dann Fall. Und darum, dort habe ich grosse Erwartungen. Ich hoffe, I da wird's. see. Und was ist denn so? Ich bin eh so ein Fernsehkind, also ein Serienkind bin ich sowieso. Schon? Was Mhm. schaust du für Serien? Alles. Hast du Disney-Serien gesehen? So, also vom MCU, so Dr. Ja. So Hawkeye und Ja. What The Moon If Knight. und so. What If habe ich noch nicht gesehen. What If ist verdammt geil. Vor allem Ja. das mit dem Dr. Strange ist mit Abstand die beste Okay. Episode von ganz What If. Ja. Das ist wirklich richtig geil. Also ich habe Moon Knight habe ich super gefunden. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie... Ich habe es geschaut und dann bin ich irgendwie abgeschweift. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich nochmal wirklich richtig schauen. Ja. Und irgendwann habe ich einfach Sachen machen und das heisst für mich normalerweise, wenn ich Findest du es nicht Sachen so gut? nebendran mache, dann packt es mich nicht so. Wobei ich auch muss sagen, dass ich eigentlich super begeistert war, vor allem von der ersten Episode. Ja. Die habe ich richtig geil gefunden. Ja, das ist so. Also da sind noch Nachrichten reingekommen von meinem Kollegen. Ja, also red mal weiter. Also lies mal vor. Ja, ich bin am Ball. Steffi ist noch am Bauen. Garo hat gewonnen. Aber knapp. Knapp! Nur knapp. Und dann hat Donato noch geschrieben, ja, also What If wäre vielleicht noch gut, wenn du voran schaust. Aha. Ja, unbedingt. Ja, What If und Hawkeye habe ich gehört. Und WandaVision, ganz wichtig. WandaVision ist super. Ja, das ist wirklich WandaVision fantastisch. finde ich
WandaVision Ja. finde ich Aber dann habe ich auch gehört, dass es anscheinend echt wichtig ist, wenn man die vorher schaut, damit man halt gewisse Zusammenhänge versteht. Ja, und eben das What If in diesem Fall auch. Ja, unbedingt. Okay. Einfach, dass du gewisse Sachen schon mitbekommen hast für den Doctor Strange-Film. Ja, aber sonst, ich glaube, sonst fehlt dir gewisse Zusammenhänge und dann verstehst du gewisse Sachen nicht so 100%. Was ja eigentlich schade ist. Und das ist der Donato. Ja, stimmt, WandaVision ist viel wichtiger zum Voranschauen. Stimmt. Ja, und WandaVision finde ich wirklich... WandaVision ist super. Das ist super gewesen. Ja. Oh, und der Kollege schreibt noch, nur weil du ein Relaxo baust, musst du es nicht so machen wie ein Relaxo. Oh, eben gerade schon. Nimm es gemütlich. Zwischendrin habe ich noch ein Snickerchen gehalten. Das ist eben genau korrekt. Genau so muss man es machen. Genau so muss man es machen. Schade ist, es tut mir leid, aber dass man es jetzt beim... Also es ist jetzt nur so im Ecken drin, ihr seht es vielleicht nicht ganz so gut. Aber vorher sind wir halt das Zweite gewesen, da haben wir es so müssen machen. Ja. Aber schaut mal, es kommt gut. Du hast immer schon die Hälfte der Augen. Oder die ganzen Augen schon. Richtige Motivationskillerin ist sie. Ja, es tut mir leid. Nein, du, das ist super! Ja, ich wollte sagen, hey. Ja. So, du siehst Schritt 8 von 11. Ich bin fast fertig. Du bist fast fertig. Es ist wirklich Ich rede nicht... halt einfach immer zu Genau. viel. Das muss ich natürlich auch sagen an dieser Stelle. Ich bin halt doch so eine kleine Labertasche. Ich habe an den Games, wenn ich im Streamen bin, bei den Games, habe ich halt einfach wirklich aber viel zu lang. Einfach weil ich, also viel zu lang, einfach viel länger als es effektiv würde gehen. Weil ich halt einfach immer wieder am Schnurren bin und dann vergesse, dass ich einfach spielen sollte. Ja. Also vergiss das, ist halt, weil es so gemütlich ist. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Nein, überhaupt nicht. Jetzt hat man natürlich noch gefragt, welcher Donato das ist. Ja, das ist ja so. Wir haben geschäftlich mit einem Donato zu tun. Ah, aha, okay. Aber es ist nicht er. Ach, ist es nicht, okay. Nein. Ich weiss von nichts. Mein Name ist Hase, ich Du weiss weißt von von nichts. nichts, genau. Ja, aber das ist halt so, wenn ich komme eigentlich auch aus der Gaming-Branche. Aber genau, was hast du vorher gemacht, bevor du bei den Spielwaren hier hast angefangen? Bin ich auch bei einem grossen, also ja, dort wo der Cyril halt war, bei einem anderen grossen Online-Shop für Games. Und Alle kommen sie zu Brack.ch. Alle kommen sie sie, genau. Und der Kollege, der eben hier schreibt, den kenne ich eben auch von dort. Wir haben zusammen gearbeitet. Und Das ist super. das kommt gut. Und eigentlich habe ich angefangen mit Einkauf Games. Wirklich? Dort damals. Hier? Ah, Nicht dort, da, okay. Und bin dann aber immer wie mehr über zu den Brettspielen, Lego, Mangas. Ich brauche Figuren. eine Lupe, das ist so klein. Und Das Mangas auch. Mangas auch, Figuren auch. Das ist für Mangas. Lesen, ja. Also jetzt habe ich nicht mehr so Zeit. Aber früher, also gut, nein, ich muss gestehen, ich habe wieder One Piece angefangen. Nein! Aber also ich habe recht lange aufgehört, weil es halt wirklich einfach ewig immer weitergeht. Total vergessen. Oh nein! Oh ja, du siehst, da ist echt so ein Ding drin. So, oh. Ja. Ja, und jetzt habe ich wieder weiter, jetzt habe ich mal wieder angefangen weiter zu schauen. Und es ist immer noch sehr gut. Ja, und dann bin ich dann irgendwann bei Brack gelandet. Bei der Spielwaren. Und wenn halt eben irgendwie das Gefühl in diesen Kreisen mal drin bist, kennst du irgendwie alle. Oder Sean, der ist ja schon mal, glaube ich, bei deinem Podcast drin. Der Jean, ja genau, Ja, der ja. hat ja gleichzeitig wie ich angefangen, letztes Jahr. Mhm. Genau. Den kenne ich eben auch noch von früher. Das ist schon witzig, ja. Die Welt ist so klein. Ja, ja, es ist... Du bist einmal drin, Mhm. kommst nie mehr raus. So klein. Ja. Ja. Und jetzt ist man bei Brack. So kann es kommen, gell? Gell? Aber es ist halt schon cool da. Ja, Kann muss man sagen. nichts sagen. Ja, aber klar, kann man sich echt nicht. Ja. Vor allem, wenn man so geiles Zeugs kann machen kann, wie wir jetzt. Eben, gell? Wir sind jetzt so einfach über den Mittag am Streamen. Also. Das ist wichtig, das ist Content. Das ist es. Ich habe einen Fehler gemacht. Schau mal. Ja, dort fehlt etwas. Ja, aber beziehungsweise, Ich glaube nicht, dass das so offen müsste sein. ich glaube es eben auch
nicht. Aber wo hast du den Fehler gemacht? Ja, das ist jetzt so das, gell? Das ist die Frage. Sicher irgendwo in der unteren Reihe. Oh. Ach. Also unter dem. Aber schau. Unter dem ist es schmal. Ich sollte es einfach außen rein tun. Mhm. Okay. Ist das so innen und raus und innen und raus und mal ein breites, mal wieder schmales und wieder ein breites, wieder ein schmales. So. Ja. Jetzt macht es Sinn. Also, der Kollege hat recht, er sagt einfach, leg einfach im Mut an, dann kannst du aufhören. Was? Aha, Ja, das stimmt. Wir haben leider nichts da. Ja. Aber hey, ich bringe das jetzt noch zu Ende. Du bringst das noch zu Ende. Aber Ich bin eine Frau mit Ehre. Ich muss dich enttäuschen, ich muss in 15 Minuten muss ich schon wieder weiter. 15 Minuten? Ja. Ich finde das ein bisschen skandalös. Das ist skandalös, gell? Ja, schon ein bisschen. Aber schau, in 15 Minuten bin ich auch fertig. Ich hoffe es. Ja. Ich gebe mir ganz fest Mühe. Dann sag jetzt nicht, dass dort auf der Seite auch nochmal ein... muss die so sein? Das muss so sein. Okay. Psst. Muss so sein. Keine Ahnung. Man sieht es von vorne. Ja. Das ist okay. Wir stellen es dann her und das ist dann gut. Man kann so. sie auch ein bisschen grün haben. Oder so, ja, genau. Irgendetwas reindrücken. Genau, so sieht es aus. Wir müssen dann noch beschichten und schleifen. In Resin rein und dann wird es in die Lampe. Eine LED drunter. Genau. Ja, weißt, wenn du mit mir schnurrst und ich muss antworten, Multitasking, Leute, Das das ist, ist nicht schwer. einfach. Das ist schon, das ist überlegen. Das Ja, ist sicher, so. vor allem, seit ich mit dir am Schnurren bin, habe ich sicher die ein oder andere Hast du ein bisschen falsch gemacht. drin? Wo einfach mit dir, einfach mit dir müssen antworten Es musste. tut Ja mir eine leid. schlechte Kollegin. Ja. Oder? Aber schau, ich kann sonst den Kollegen abholen, wenn er zulässt. Mhm. Weil er ja der war, der mich an Persona aufgefixt hat. Oha. Vielleicht kann er besser beschreiben, um was es geht. Ausser du bist ein Schüler und gehst Guatemala jagen. Also basically every JRPG ever. Ja. I feel it. Aber ich glaube, er hat es Persona 5. Er hat es gekauft, das weiss ich. Aber ob es dann jemals fertig gespielt hat, das weiss ich nicht. Gut, schnell immer die Frage, ist es denn gut? Nur weil der erste Teil gut war, heisst es eben nicht, dass der zweite dann auch noch gut Das ist so, aber das Persona Oder der 5 vierte, oder ist... der vierte oder der fünfte. Da kannst du nichts sagen. Das ist, Persona 5, oder was? ja, Persona 5 Ist gut gewesen. Ja. Da kannst du jetzt nichts sagen. Ja, aber du hast doch das fertigste gespielt, Persona 4. Oder bist du nicht einmal über den Prolog rausgekommen? Die 4 Stunden, Ja. wo hast du lesen Ja, Das ist natürlich auch gut. das stimmt. Ja, du musst halt wirklich 4 bis 5 Stunden, das ist einfach so ein Prolog, bis es dann mal losgeht. Ach, so lang? Ja, es ist ein JRPG! Ja gut, fair. Ah, ich hab gemeint, du hast es fertig. Hm? Und beim 5 ist er immer noch nicht ganz drin. Ja, aber das 5 hat wenigstens nicht so einen langen Prolog. Dort hättest du einfach gerade direkt so einen... Ah, eben doch, er hat es zweimal komplett durchgespielt. Zweimal sogar. Aha. Ja, Dedicated, ich sehe das. bei Persona ist er bei 120 Stunden. Ja, Jesus. das ist etwa bei mir auch so. 120? Ja, dort verlachst du einfach deine Zeit rein. Das ist Was? so. Aber die Zeit gehst du auch gerne. Oh, ja gut, Ja. dann geht's, ja. Komm drauf, Mann. Das kommt, gleich unter den Hut. Das 5 ist besser. Ja, das 5 ist wirklich genial. Als alle anderen, oder was? Also das Beste von allen. Ja, weil das 3 nie haben an 3. Das 3 hat er gar nicht gespielt. So. Ach, sogar? Und das 5 ist wirklich... Und, Das heisst etwas? ja, das heisst etwas. Das ist wirklich eines von meinen Lieblingsspielen. So.
Er hat jetzt schon 1100 Stunden im Lost Ark drin. Wie viel? Kannst du es nochmal wiederholen? 1100 Stunden. Holy shit! Ja. So viel hatte ich nach ein paar Jahren WoW gehabt. Ah ja, stimmt, der hat jetzt... Also du machst jetzt den BM oder den Bachelor? Ah, ist so ein Student, der ewig Zeit hat. Ja, so sind sie, die Studenten. Kopfe. Immer die Schöckler-Studenten. Immer am Party machen und dann 1100 Stunden im Lost Ark drinnen verbringen. Genau. Ja. So sieht es aus. Ja. Das ist halt schon easy. BM im Moment, September vor dem Studium. Das ist... Was studierst du? Betriebswirtschaft. Okay. Umschulen. Betriebswirtschaft kannst du halt immer brauchen. Das ist es. Und wenn du dann in Bruck bist, dann können wir dann... Ah nein, ich bin dann nachher, sorry. Oder wenn du in Olten studierst, dann können wir in Olten. Wirtschaftsinformatik auf Englisch. Auf Englisch denn noch? Wirtschaftsinformatik ist ja sonst nicht so pain in the ass genug. Nein, und noch auf Englisch. Ja, aber macht halt schon Sinn. Ja, absolut. Jackpot. Ja. Nachher verdienst du auch so 20.000 im Monat. So gefühlt. Englisch ist in Windisch. Ja, ich bin dann eben in Bruck. Ich bin ja schon in Bruck, aber ich muss für Wirtschaftspsychologie auf Olten. Oh Gott. Also, und eben auch in Englisch. Ja, ich weiss, dass du es so nahe hast. Gebe ich. 10 Minuten mit dem Velo. Ah, du hast es geschafft? Almost! Noch ein Schritt. Noch die Füße. Ah, noch die Füße, ja. Noch die Füße. Noch die Füße. Du schaffst das. Ja, ich glaube an mich. Du hast auch noch 9 Minuten Zeit. Ja, das siehst du. Das ist ganz wichtig übrigens, Leute, dass ich selber glaube. Dass du selber in dir glaubst? Ja, an sich selber glauben. Das Aha, ist an sich selber glauben. Ganz wichtig. Ja. Und wir glauben alle an dich, dass du das jetzt fertig machst. Also ich hoffe es. Du siehst ja gar nicht so sicher aus. Es steht da, es hat... Ist es weiss? Ja. So ich dachte so, hä? Ist das weiss? Hm. Braucht? Ah, hier, Ja, so. clear. Du zweifelst noch Ah, ein bisschen, dass das sie ist- fertig kann. Nein, die Füße kommen jetzt dran. Füße dran. Aber jetzt habe ich noch die Dings. Das stimmt sogar. Schau mal, wie scheiße es aussieht, wenn das da so neben raus schaut. Gell? Ja, die Füße sind nicht so gut. Nein, das gelöst. sind so Stabilisatoren. Ah, Ja. smart. Das ist der Junk Also natürlich. einer vor Ja. allem. Junkboards sind schon hin. Das ist so. So. Aber es ist fertig. Tada. Wir haben es geschafft. Alle zusammen plötzlich. Yeah! I did it! Nur 20 Minuten überzogen, aber das ist voll okay. I can do this. Ich bin stolz auf dich. Hey, wenigstens habe ich es durchgezogen. So. Das war wirklich nicht einfach gewesen. Nein, das kann ich bestätigen. Aber es hat sehr viel Spass gemacht. Das muss ich sagen. Ich bin Bitte, auch. Dankeschön, Dankeschön. Komm wieder rüber, komm. So. Unsere riesen Stühle. Ja. Ich bin jetzt wirklich eingesunken hier. Sie sind wirklich putzig. Also, Ja. aber winzig klein. Also das muss man wirklich sagen. Sie sind so klein. Mein Film. Also, Das Ja. das kann ich verstehen. Das ist wirklich super. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden, welches mein Favorite ist. Und ich bin grundsätzlich sehr Fan von Relaxos. Aber das Glomanda ist halt eben schon okay. Das ist schon ja. Und vor allem mit den Steinen hinten dran. So Die feurig. durchsichtigen, ja, gell. Es ist sehr kritisch. Es
ist so auf einem Klötzchen drauf. Ja. Nein, also ich habe mein Favorite am Ostermann. Ich glaube, mein Favorite ist das Glumanda. Aber ja, man muss schon auch sagen, das Pikachu hat sich schon auch herzlich bekommen. Auch wenn es mich ein bisschen mehr an ein, von hinten an ein Bienchen erinnert. Irgendwie, ja. Aber es ist schon auch cute. Sie sind alle recht gut. Gratulation, danke vielmals. Ja. Yes. Noch ein Applaus an uns selber. Ja, voll. Dass wir das geschafft haben. Und congratulations natürlich an dich. Ich glaube, ich muss mehr üben. Ja. Vielleicht muss ich auch die Spielwaren auf den. Komm, ist gut. Ja, ich glaube, du hättest nichts dagegen. Das ist so, ja. Kommst einfach, ist gut. Okay, ist gut. Ich sage Leslie Bescheid. So, Leslie, sorry, tut mir leid. Ich kann jetzt nicht mehr da sein, ich wechsle jetzt die Spielwaren. Das ist wirklich auch herzig. Ja. Aber Flügel sieht schon ein bisschen aus, als wäre es ein Pain gewesen. Ja. Vor allem den Kopf draufstecken. Also ja, ist, ja, gut. Ja, dann kommen die dann da hinten bei uns ins Regal. Es wäre noch cool, wenn wir irgendwie so ein Podestchen haben oder so. Es gibt sicher irgendetwas aus Plexiglas, so, wo man sich drauf tun oder so, ja. Ich weiß jetzt zwar gar nicht, ob wir so etwas im Sortiment haben. Nein, das geht auch nicht. Aber könnte ich sagen. Theoretisch. Aber ja, meine Leute, meine Lieben, wir haben ein bisschen überzogen. Aber das Glumanda finde ich eigentlich fast das schönste von diesen Modellen, die wir jetzt gemacht haben. Dankeschön. Also, es ist also auch putzig. Das Glumanda ist der Gewinner der Herzen. Ja. Sehr schön. Ja. Also, hey Leute, merci vielmals, habt ihr zugeschaut. Es war wirklich sehr cool, sehr gefällt. Aber nächstes Mal ist der Cyril wieder da. Dann tut er auch wieder die Orchideen weiter zusammenbauen. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein ganz schönes Tag. Und wir sehen uns nächste Woche. Der Stream morgen fällt leider aus, weil der Blake im Zivildienst ist. Aber ja, nächste Woche sind wir wieder für euch am Start. Habt noch einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, ihr habt es genossen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.